Heute Abend ist der Roland Werner hier. Roland ist ein wunderbarer Mann Gottes, Doktor der Theologie. Er hat einiges in seinem Leben schon auf die Beine gestellt, zum Beispiel eine Bibelübersetzung, die heißt Das Buch. Die habe ich schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ich liebe die, ist richtig toll geworden. Und er hat den Christustreff gegründet, eine Kirche mit mehreren Locations in Jerusalem, in Berlin, in Marburg. Ist also auch Pastor. Ich habe gelesen über dich, dass du Sprachwissenschaftler bist. Das liebe ich. Ich habe gerne die Sprache. Und wir werden heute Abend einfach von ihm inspiriert werden. Und lass uns ihn doch hier auf der Bühne begrüßen mit einem herzlichen Willkommensapplaus. Wunderschön, dass du hier bist, Roland. Schön, dich hier vor Ort zu haben. Dankeschön, Michael. Schön, euch zu sehen und schön, euch online zu ahnen. Heute, der 30. August 2024, ist für mich ein besonderer Tag, weil an einem 30. August habe ich den Ruf von Jesus gehört, der gesagt hat, Roland, folge mir nach. Das war 1970, also vor 54 Jahren. Damals war ich 13. Jetzt könnt ihr überlegen, wie alt ich heute bin. Aber ich muss sagen, ich bin noch genauso Feuer und Flamme für Jesus. Und das Thema Faszination Jesus, was ja heute unser Thema ist, das ist ein Thema, was ich ganz wichtig finde, weil ich glaube, dass wir haben gerade gesungen über Breakdown, Religion und so weiter, wir haben manchmal so eine religiöse Vorstellung von Jesus oder wir bauen uns unseren eigenen Jesus. Und wenn wir durch die Geschichte schauen, dann sehen wir viele Menschen, viele Kulturen, ja ganze Religionen, die sich ihr eigenes Bild von Jesus bauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein biblisches und ein historisch korrektes Bild von Jesus erfinden und ein korrektes Bild von Jesus auch bekommen, dass wir es verstehen. Ich erinnere mich, ich war unterwegs in Moskau vor vielen Jahren, 1990. Ich habe dort evangelisiert in einer Universität, das war in der englischen Fakultät, deswegen ging das alles auf Englisch, ich kann kein Russisch, außer Wodka und Spasiba, das war es dann auch schon. Auf jeden Fall war es so, dass nachdem ich eine Stunde geredet habe über Jesus und über die historischen Fakten und was wir wissen können aus der Bibel, aber auch von außerbiblischen Quellen, und das wird heute Abend ein Fokus sein, da hat sich ein Professor gemeldet und sagt, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass Jesus eine historische Gestalt war? Sag ich, ja, genau darüber habe ich jetzt eine Stunde geredet, okay? Dann sage ich, wie kommen Sie zu der Frage? Dann sagt er, ja, ich habe gelernt in der Schule, dass Jesus nur eine Märchenfigur gewesen sei. Dass es ihn also gar nicht gegeben hätte. Und dann sage ich, ja, wie haben Sie das denn begründet? Ich meine, wir können uns darüber austauschen, ob Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Okay, wir können uns auch darüber diskutieren, ob er Wunder getan hat, wobei es da natürlich auch schon ganz viele Beweise, auch außerbiblisch gibt. Aber dass er existiert hat, das ist doch eigentlich völlig außer Frage. Und dann sagte er, ja, Sie hätten gelernt, dass, weil Herodes der Große, der ja in der Bibel erwähnt wird, dass er den Kindermord von Bethlehem angeordnet hat, dass der im Jahre 4 vor Christus gestorben ist. Und wie kann Jesus geboren sein und wie kann der Kindermord sozusagen befohlen worden sein, wenn der Herodes der Große schon 4 Jahre vorher tot war? Die Antwort ist ganz einfach, nämlich, dass unsere Zeitrechnung einfach nicht korrekt ist. Der Mönch Dionysius Exiguus, so heißt er, ich muss mich immer bei diesem Namen anstrengen, richtig zu sagen, im 6., 7. Jahrhundert hat die große Aufgabe gemacht, die alte römische Zeitrechnung umzurechnen in eine neue christliche Zeitrechnung, hat sich vertan. Also ich verstehe ihn gut, ich hätte es überhaupt nicht hingekriegt, er hat halt ein paar Kalkulationsfehler gemacht. Also das ist ein so schwaches Argument, zu sagen, ja, weil Herodes der Große 4 vor Christus gestorben ist, kann ja Jesus nicht geboren sein, also gibt es Jesus gar nicht. Also was Döveres gibt es eigentlich überhaupt nicht als so ein Argument. Ja? Aber, und deswegen ist es mir so wichtig, ich gehe davon aus, dass es viele Menschen gibt, gerade bei uns im Westen, die eine intellektuelle Barriere in ihrem Denken haben.
Wenn wir ihnen sagen, Jesus liebt dich, was ja stimmt, oder Jesus, ich erlebe Jesus, und du kannst ihn auch erleben, dann läuft dauernd bei denen im Hintergrund ein Film ab, der sagt, ja, wahrscheinlich ist das Ganze ja nur ein Märchen. Wir sind in der Bibel aufgefordert, dass wir Gott, unseren Herrn, lieben sollen vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft und mit unserem Verstand. Ja? Und der Verstand ist manchmal bei uns Christen etwas unterbelichtet. Ich meine jetzt nicht euch, die ihr hier anwesend seid. Ich meine auch nicht euch, die ihr hier zuschaut. Aber insgesamt, manchmal ist uns das so ein bisschen zu schwierig, zu langwierig, dass wir denken, meine Güte, muss ich da so viel nachdenken? Ich habe doch Worship und dann erlebe ich doch Jesus. Das hilft uns. Aber wenn wir Menschen missionarisch erreichen wollen, wenn wir also wirklich Menschen etwas sagen wollen von Jesus, dann ist es wichtig, dass wir auch informiert sind. Und das ist das Ziel meiner beiden Sessions heute Abend und auch der Question-and-Answer-Zeit, die wir hinterher haben, dass intellektuelle Fragen, die wir vielleicht ja sogar selbst haben, aber wenn wir sie nicht haben, die auf jeden Fall unsere Gesprächspartner haben, dass wir darüber miteinander heute Abend etwas ins Gespräch kommen und lernen. Das Ganze lehnt sich an ein Buch, was ich vor 30 Jahren geschrieben habe mit einem Freund, der damals Theologiestudent war, jetzt ist er schon Professor für Theologie, Guido Baltes, Faszination Jesus. Dieses Buch gibt es in Serbisch 4 Auflagen, in Russisch 2 Auflagen, in Indonesisch, das gibt es in Slowakisch, in Polnisch, in Mazedonisch, seit einer Woche in Finnisch, demnächst auch noch in Arabisch und in einem halben Jahr in Englisch. Aber vor allen Dingen gibt es auf Deutsch, das ist die 9. Auflage. An Büchern verdient man nichts, es sei denn, man ist irgendwie so Rosamunde Pilcher oder sowas. Aber warum es mir wichtig war, ist als Antwort genau auf diese Erfahrung in Moskau, Menschen zu helfen, zu verstehen, was können wir wirklich von Jesus wissen. Und so geht es los. Also, was können wir wirklich wissen? Es gibt viele Mythen, es gibt Märchen, es gibt Meinungen. Aber obwohl viele Leute versuchen, sich so um Jesus herumzuschleichen und ihn und seinen Anspruch vor allen Dingen auch nicht an sich ranzulassen, ist es doch erstaunlich, was für eine unglaubliche Wirkung, jetzt rein menschlich gesehen, dieser Mann gehabt hat. Er hat kein einziges Buch geschrieben, er hat kein einziges YouTube-Video produziert, keinen Podcast produziert. Er hat seinen Radius nicht sehr groß erweitert über das damalige Galiläa und Judäa hinaus. Er war kurz drüben, was wir heute Südlibanon nennen, er war mal kurz auf der Ostseite, das, was wir heute Jordanien nennen, Ostseite vom Jordan. Er war als Kind, musste er fliehen, beziehungsweise Eltern mit ihm nach Ägypten, aber das war's. 3 Jahre gewirkt, Maximum. Ein paar Jünger um sich gesammelt, Frauen und Männer, von denen die meisten dann abgehauen sind in der Stunde der Entscheidung. Vor allen Dingen die Männer sind abgehauen, nicht die Frauen. Ja, die Frauen haben ausgeharrt am Kreuz, die waren bis zum Ende da. Und man hätte sagen können, das war jetzt einer von vielen Möchtegern-Messiasen. Das war einer von vielen, der versucht hat, irgendwie in die Weltgeschichte einzugreifen, so wie Albert Schweitzer, ja, der große Arzt in Lambarene in Gabun, aber gleichzeitig auch Leben-Jesu-Forscher, der einmal geschrieben hat, dass Jesus versucht hat, in das Rad der Weltgeschichte einzugreifen und er ist dabei von diesem Rad zermalmt worden. Was für ein Bild von Jesus. Das Bild ist sozusagen, er hat sich bemüht, er hat es versucht, er hat aber am Ende am Kreuz doch die Quittung gekriegt und er ist dort gescheitert. Aber dennoch, dieser eigentlich Gescheiterte, mit einem kleinen Radius, ohne Publikation, die er gebracht hat, oder dieser Mann hat eine unglaubliche Wirkung. Das Buch, was über sein Leben berichtet, ist das Buch, was am allermeisten übersetzt ist. Inzwischen in über 1000 Sprachen als ganzes Buch AT und NT. In über 2500 Sprachen das NT. In weitere 2000 Sprachen Teile vom Neuen Testament. Das meistgelesene Buch, das mag uns jetzt vielleicht hier in Europa nicht so vorkommen, aber das ist so.
Und wie viel Kunst ist über Jesus und Themen aus der Bibel, wie viele Lieder sind geschrieben worden, wie viele Bücher sind geschrieben worden, wie viele Doktorarbeiten sind über Jesus geschrieben worden. Ja, also unglaublich, was für eine Wirkung dieser Mann hat, ohne Gewalt. Es gibt einen anderen, auch in der Weltgeschichte, einen Prophet, der 600 Jahre nach ihm gekommen ist, der auch eine große Wirkung gehabt hat. Aber der Unterschied ist, der hat es mit dem Schwert durchgesetzt. Und seine Nachfolger bis auf den heutigen Tag. Aber Jesus geht einen ganz anderen Weg. Ein Weg der Gewaltlosigkeit, ein Weg des Martyriums. Wie kann das sein? Also das bewegt mich. Und jetzt kommen wir zu den Bildern von Jesus. Und wenn man so durch die Zeiten schaut, dann merkt man, dass es verschiedenste Bilder gibt, die Leute sich so von Jesus machen. Das liegt nicht etwa daran, dass wir in dem Buch, das über ihn berichtet, im Neuen Testament nicht ein relativ gutes Bild von ihm gewinnen können. Natürlich kein optisches Bild. Jesus ist nicht gemalt worden, er ist nicht fotografiert worden. Aber wir möchten Jesus gerne passförmig machen, so wie er uns halt gefällt. Und das kann man durch die Zeiten hindurch sehen. Da ist zum Beispiel, als ich noch jung war, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, da war so Jesus der Revolutionär. Da hatte man ja diese Poster Wanted Jesus Christ und da sah man Jesus Christus so in so Schwarz-Weiß-Drucken, in so Pop-Art, so kommt heute wieder, war damals ganz in, ja. Und wenn man den anguckte, dann sah der aus wie der Zwillingsbruder von Che Guevara. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, Revolutionär aus Südamerika. Da hatte man den Eindruck, der Jesus, der jetzt hier propagiert werden soll, das ist so in die Zeit hineinpassend. Dieser revolutionäre Jesus. Und dann kam die Zeit der Hippies, der Flower Power, der Blumenkinder. Ich gehöre zu der christlichen Version davon, zu den Jesus People damals. Ja? Da sind wir mit so langen, kommen jetzt auch wieder diese Schlaghosen rumgelaufen, barfuß, lange Haare, kann man sich bei mir heute fast gar nicht mehr vorstellen. Ja, mit der Gitarre in der Hand getanzt auf dem Marktplatz. Aber die Hippies, ne, Make Love Not War hier, und man hat so den Eindruck, die Bilder, die damals von Jesus gezeichnet wurden, das war so dieser sanfte Jüngling mit so fließendem Haar, der so ganz lächelnd, sanft lächelnd über die Wiesen streitet und sozusagen alle nur noch anlächelt und vielleicht sogar ein bisschen high ist. Ja, da passte Jesus wieder in diese Zeit hinein. Und anschließend daran der psychologische Jesus. Gibt es ein Buch von Hannah Wolf, eine ganz bekannte Psychologin, und dann auch von Franz Alt. Jesus der Mann, Jesus der erste Mann, Jesus der erste neue Mann. Und da wird Jesus dann psychologisch analysiert und da wird gesagt, bei Jesus ist das Weibliche und das Männliche in ganz wunderbarer Weise verbunden. Ja, Yin und Yang, ganz ausgeglichen. Ja. Natürlich war Jesus eine integrierte Persönlichkeit. Er war eine unglaublich reife Persönlichkeit. Sonst hätte er überhaupt nicht so agieren können. Sonst hätte er auch nicht so selbstbewusst in den Tod gehen können, so kraftvoll und so still zugleich. Das hätte er nie machen können, wenn er irgendwie neurotisch gewesen wäre oder narzisstische Züge an sich gehabt hätte. Natürlich war Jesus psychologisch heil. Er konnte heilen, weil er heil war. Aber das allein ist ja nicht Jesus. Und dann gab es die Zeit, das betrifft jetzt euch hier in der Schweiz nicht so stark wie bei uns in Deutschland, als in der Zeit des Nationalsozialismus Leute daran Anstoß nahmen, dass Jesus ein Jude war. Das kann doch wohl nicht sein. Ja? Und dann hat man versucht, Jesus sozusagen zu einem germanischen Helden umzustilisieren. Und die Schwäche passte auch nicht, weil der germanische Mann, blond und hünenhaft und groß, natürlich kühn und mutig und tapfer und siegreich ist, aber doch nicht so ein schwächlicher Galiläer, der sich da am Kreuz kreuzigen lässt, ohne Gegenwehr. Und auch da sieht man wieder den Versuch, Jesus zu integrieren in sein eigenes Weltbild. Das hat natürlich nicht lange gedauert und das war ein besonderes, perverses Bild von Jesus.
Und im Islam, da sehen wir noch ein anderes Bild von Jesus. Da hat Mohammed die Propheten vor sich und in besonderer Weise, die er anerkannt hat, in sein eigenes Schema hineingenommen und hat so eine Reihe gebaut. Und Jesus ist sozusagen der Vorletzte und er hat auch im Koran ganz hohe Ehrentitel. Ruh min Allah, also ein Geist von Gott, Kalimatullah, das Wort Gottes und so weiter. Aber er ist doch nur Prophet. Und er, Mohammed, ist dann das Siegel der Propheten. Sehr interessant, auch die nachchristlichen Religionen, also die Religionen, die entstehen, nachdem Christus in der Welt gewirkt hat, auch diese nachchristlichen Religionen müssen irgendwie Jesus einbauen. Wir sehen es beim Islam sehr deutlich, wir sehen es aber auch an anderen Stellen, zum Beispiel beim Mormonentum oder bei Bahai und bei anderen. Jesus ist, ja, wichtig, ja, Prophet, aber nein, er ist nicht der Einzige. Er ist nicht der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er ist vor allen Dingen nicht der Sohn Gottes. Er ist vor allen Dingen nicht gottgleich in diesen Philosophien und in diesen Religionen. Und so sehen wir durch die Zeiten, wie die Leute sich ihren eigenen Jesus bauen. Und man hat den Eindruck, das hat mehr mit ihren Wünschen zu tun, als mit der Wirklichkeit des wirklichen Jesus. Ja, wer war denn Jesus wirklich? Vielleicht noch ein Jesus-Bild, den ich euch nicht vorenthalten möchte, weil es ist sehr wichtig für uns im Westen, ist der sogenannte liberale Jesus. Gemeint ist der Jesus, den die sogenannte liberale Theologie, die gar nicht so liberal war, im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut hat. Und zwar ging man aus von einer Vorstellung, dass Naturwissenschaft bewiesen hat, dass es keine Wunder geben kann. Also die Naturgesetze sind ewig, sie sind undurchdringbar und das kann auch Gott nicht oder er will es nicht. Und deswegen müssen wir aus allem, was im Neuen Testament ist, was da wunderbar ist, in irgendeiner Weise, die Speisung der 5000, die Auferweckung der Tochter des Jairus, das Gehen über den See Genezareth, die Stillung des Sturmes, die Heilung der Blinden in Jericho und so weiter, müssen wir rausschmeißen. Und wenn man alles Wunderbare, alles Übernatürliche aus dem Neuen Testament herausnimmt, was bleibt dann übrig? Dann bleibt so ein Morallehrer übrig. Dann bleibt so eine Person übrig, die uns ein paar gute Tipps gibt für unser Leben. Ja, das ist der sogenannte liberale Jesus. Das ist der Jesus, der leider in vielen Köpfen heute auch noch ist. Und der leider in manchen Kirchen auch von der Kanzel erscheint als ein Phantom. Wo man einfach merkt, da wird nicht geglaubt an die Wunder des Neuen Testamentes. Bultmann, der Marburger Theologe, ich wohne ja in Marburg, sein Haus war nicht ein paar hundert Meter von dem, wo wir jetzt wohnen, entfernt, hat es einmal so zusammengefasst, in einer Zeit, in der wir Kühlschränke benutzen und Elektrizität und indem wir mit Flugzeugen fliegen, können wir doch nicht an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Ja? Und dann musst du dir auch wiederum deinen sehr truncated, sagt man auf Englisch, sehr zurechtgestutzten Jesus bauen. Der liberale Jesus. So, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Sagt mir doch mal kurz Amen oder irgendwie sowas. Ja, okay, danke. So, jetzt wollen wir natürlich uns fit machen, dafür Leute zu gewinnen, die nicht schon von vornherein sagen, die Bibel stimmt. Solche soll es ja geben. Ja? Also wollen wir ihnen Brücken bauen. Nicht, weil wir der Bibel nicht vertrauen. Das hier ist jetzt ein Neues Testament auf Griechisch. Das ist, wie gesagt, das meistgelesene Buch und auch das bestbezeugte Buch der Antike in Tausenden von Manuskripten, in frühen Übersetzungen. Da habe ich jetzt keine Zeit für, das alles zu erwähnen. Das bestbezeugte Buch der ganzen Antike. Wenn wir den griechischen Text lesen, können wir davon ausgehen, auf 99,99999%, dass das genau der Text ist. Bis auf 1, 2 Unsicherheiten, dass es genau der Text ist. Die Unsicherheiten sind zum Beispiel,
Lukas 10, Vers 1 sandte Jesus 70 oder 72 Jünger los. Ja, da die einen Manuskripte sagen 72, die anderen sagen 72. Ja, aber davon hängt ja unser Heil nicht ab, ja, von solchen kleinen Sachen. Aber gehen wir doch jetzt mal zu den Menschen, die das nicht automatisch akzeptieren, dass wir hier eine gute historische Quelle haben, was sie aber ist, neben dem, dass durch die Bibel Gott redet zu uns und der Heilige Geist sie verlebendigt und wir deswegen die Bibel das Wort Gottes nennen dürfen. Aber solchen Menschen wollen wir natürlich Brücken bauen. Und dann schauen wir doch mal, was gibt es denn noch für Informationen über Jesus. Und jetzt ist erstaunlich, dass es sie gibt. Es ist erstaunlich, dass auch römische Schriftsteller über Jesus geschrieben haben. Und dass auch Josephus Flavius, der große Historiker des 1. Jahrhunderts, der 2 Mammutwerke geschrieben hat, die jüdischen Altertümer Antiquitatis Judaeorum und den jüdischen Krieg De Bello Judaico, dass der auch über Jesus redet und dass es sozusagen hier ganz viele Dinge auch gibt, die wir über Jesus rein außerbiblisch schon erfahren können. Also, woher bekommen wir die Infos über Jesus? Ich sage erstens einmal aus den Evangelien. Sie sind die verlässlichste Informationsquelle, die es überhaupt gibt über ihn. Aber weil die Leute halt Probleme haben, der Bibel zu glauben, zum Beispiel, weil sie sagen, Wunder kann ich mir nicht vorstellen oder ich habe mal irgendwo gehört, dass das gefälscht sein sollte oder ich habe mal gehört, dass die Kirche angeblich Evangelien unterdrückt hat und das sind jetzt nur noch die übrig geblieben, was auch Unsinn ist, aber da können wir, wenn es euch interessiert, beim Question and Answer drüber reden. Also, wir haben das Neue Testament als verlässliche Informationsquelle, aber wir haben auch außerbiblische Quellen und wir schauen uns zuerst einmal die römische Geschichtsschreibung an. Und da kommen wir zu einem Mann, ich weiß nicht, ob ihr den Namen je gehört habt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber dieser Mann heißt Sueton und der hat so Annalen der römischen Kaiser im 1. Jahrhundert geschrieben. Also der hat quasi in die Staatsarchive in der Hauptstadt Rom geguckt und hat dann so kurze Notizen geschrieben, so wie so ein Journalist oder wie so ein Protokollant. Und er schreibt zum Beispiel zum Jahr 49 nach Christus Folgendes. Also Jesus ist gestorben im Jahr 30 und auferstanden im Jahr 30. Wahrscheinlich am 7. April 30, das ist das Datum, was relativ wahrscheinlich ist. 19 Jahre später handelt das, worüber Sueton schreibt, nämlich die Juden vertrieb Claudius, damit ist gemeint der Kaiser Claudius, Nachfolger von Augustus dem Großen, vertrieb Claudius aus Rom, weil sie von einem gewissen Chrestos, aber das wurde damals schon als I gesprochen, einem gewissen Chrestos, Christus, aufgestachelt, fortwährend Unruhe stiften. Der hat es nicht ganz genau verstanden, der dachte, der Christus war da, hat da Trouble gemacht, deswegen haben die Juden untereinander gestritten, haben Unruhe gemacht und was hat Claudius gemacht? Alle raus. Ja, so wie wenn du in der Klasse bist als Klassenlehrer und du weißt nicht, wer den Streit angefangen hat und die kloppen sich immer, war es jetzt der oder war es jetzt der, dann machst du einfach eine Klassenstrafe. Gibt es heute nicht mehr, sicher auch nicht in der Schweiz, aber gab es zu meiner Zeit. Wenn man den Schuldigen nicht fand, dann mussten alle dran glauben. Ja? Es war natürlich ein Druck, dann hat er sich dann doch gemeldet, ich war es, weil er sich dann schämte vor den anderen. Also, Sueton schreibt, die Juden wurden rausgeschmissen aus Rom im Jahr 49. Interessanterweise schreibt Lukas in der Apostelgeschichte dasselbe. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, der kam ursprünglich aus Pontus, heutige Nordtürkei, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Oh Wunder! Eine außerbiblische Bezeugung für etwas, was in der Bibel steht. Hätten wir es auch geglaubt, wenn es nur in der Bibel gestanden hätte? Wäre gut. Wir ja, aber manche nicht. Manchen hilft das, zu sehen, okay, die Römer haben dasselbe. Oder wir gehen zu Tacitus.
Der hat so 115 bis 117 geschrieben, der hat auch übrigens über die Germanen geschrieben und hat sie sehr gelobt, dass wir, und damit sind wir ja alle gemeint, alle Germanen unter uns, ja, dass wir sehr sittsam und sehr anständig sind, würde er heute wahrscheinlich nicht mehr schreiben. Aber er schreibt über den Kaiser Nero, und den kennt ihr vielleicht, der hat ja Rom angezündet, da schreibt jetzt Tacitus zu diesem Versuch Neros, die Schuld auf die Christen abzuwälzen, nennt er die Christen. Und dann sagt er, okay, vielleicht wissen nicht alle Leser, wer diese Christen sind, erkläre ich mal kurz. Sie sind eine Sorte Menschen, verabscheut wegen ihrer Laster. Dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius, das ist der eigentliche Nachfolger von Augustus Tiberius Claudius, so war es, sorry, vorhin falsch, der unter Tiberius von Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Was fällt euch auf? Tacitus sagt genau das Gleiche, was das Neue Testament sagt, nämlich unter Pontius Pilatus wurde Jesus gekreuzigt. Habt ihr euch je gefragt, warum im Glaubensbekenntnis es heißt, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben? Was soll dieser Pontius Pilatus da in unserem Glaubensbekenntnis, dieser fiese Möb? Ja, das ist eine Zeitangabe, weil nämlich Pontius Pilatus, wie man weiß, zwischen 26 und 36 nach Christus Prokurator oder Governor in Judäa war. Also das apostolische Glaubensbekenntnis verortet den Tod Jesu in einem ganz bestimmten Zeitraum, damit die Leute wissen, aha, dann ist das passiert. Und das Gleiche bezeugt Tacitus, das war kein Christ. Der hatte mit den Christen nichts am Hut, sehen wir ja. Der sagt, das sind ganz üble Menschen. Ja, die werden gehasst von allen. Aber er sagt, die kommen von Jesus her, der ist da hingerichtet worden. Dieser verderbliche Aberglaube, so schreibt er weiter, war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder auf. Und er verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. Wow, was für ein Bild seiner Heimatstadt Rom. Ja. Aber auch hier haben wir eine außerbiblische Bezeugung von Jesus, von seiner Hinrichtung und von den Christen. Ich liebe Plinius den Jüngeren. Nicht, weil er ein netter Kerl war, sondern weil er einfach den Namen, erstens finde ich gut, wenn jemand der Jüngere heißt. Das heißt, es gibt ja auch einen Älteren. Das war sein Onkel. Und der Plinius, der Ältere, hat den Vesuv-Ausbruch live erlebt vom Schiff aus. Also als im Jahr 70, glaube ich, war es, oder 71, der Vesuv ausbrach, war er draußen im Schiff und er hat das sozusagen live-mäßig beschrieben. Sein Neffe war eine Generation später Statthalter im Norden von der Türkei, heutigen Türkei, Bithynien. Und der schreibt an den Kaiser, weil er nicht weiß, was er mit den Christen machen sollte. Und zwar war das so gewesen, dass in seiner Region sehr viele Christen lebten. Und Leute haben die dann angezeigt und haben gesagt, weißt du übrigens, der Peter, das ist ein Christ, oder der Claudius, das ist ein Christ. Was machst du, Prokurator? Und dann wusste er nicht, muss er die jetzt hinrichten, nur weil sie Christen waren? Oder muss zu deren Christsein hinzukommen noch ein Verbrechen? Also, dass die Pommesbude ausgeraubt haben oder irgendwas gemacht haben. Und weil er sich unsicher war, schreibt er an den Kaiser und beschreibt das Dilemma, in dem er steht, nämlich, dass er nicht weiß, was soll er mit diesen Christen machen. Da schreibt er, diese Sache scheint mir nämlich der Beratung zu bedürfen, vor allem wegen der großen Zahl der Angeklagten. Also da gab es eine richtige christliche Bewegung, bei denen das war so ähnlich wie hier die ICF in Zürich. Denn viele jeden Alters, jeden Standes, auch beiderlei Geschlechtes, sind jetzt und in der Zukunft gefährdet. Wozu gefährdet? Nämlich Christen zu werden. Nicht nur über die Städte, auch über Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses Abendglaubens verbreitet. Andere, die der Denunziant genannt hatte, gaben zunächst zu, Christen zu sein, widerriefen es dann aber, sie seien es zwar mal gewesen, hätten es dann aber aufgegeben, manche vor 3 Jahren, manche vor noch längerer Zeit, hin und wieder sogar vor 20 Jahren. Auch diese alle bezeugten deinem Bilde, o Kaiser, und den Götterstatuen ihre Verehrung, also die mussten ja diese Weihrauchkugeln dem Götterstatue, der Kaiserstatue bringen und sagen,
Kaiser ist Herr. Das machten die Christen nicht, weil die gesagt haben, Jesus ist Herr. Und da sagt er, das haben die dann gemacht, damit haben sie sich dann freigekauft und haben Christus geflucht. Sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld und ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, also Bible Study am Morgen, Christus als ihren Gott einen Wechselgesang zu singen, also Worship, und sich durch Eid nicht etwa zu irgendein Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Danach sind sie auseinandergegangen, haben dann gearbeitet, weil viele waren Sklaven, und abends wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen. Jedoch gewöhnliche, harmlose Speise, nämlich keine Kinder aufgefressen, wie die Gegner der Christen ihnen sozusagen anhängen wollten. So, was lernen wir hiervon? Wir lernen, dass der Plinius an den Kaiser schreibt und er weiß relativ viel über die Christen, nämlich zum Beispiel, dass sie morgens sich zusammen versammeln an einem bestimmten Tag, nämlich am Sonntag, und dass sie Christus als Gott verehren. Wenn irgendeiner euch erzählen will, dass irgendein Konzil von Nicäa im Jahre 325, also 200 Jahre später als das hier, erst Christus zum Gott ernannt hätte, dann könnt ihr sagen, sorry, erstens steht es im Neuen Testament und zweitens sagt sogar Plinius, der jetzt kein Freund der Christen war, dass die Christen Jesus als Gott angesehen haben. Seht ihr, sowas kann hilfreich sein, bis in unsere theologischen Diskussionen. Wenn ein Zeuge Jehovas sagt, Jesus ist nicht gottgleich, hey, die ersten Christen haben es aber gesagt. Wenn ein Muslim zu dir sagt, Jesus ist nicht Gott, hey, die ersten Christen haben es aber gesagt. Und so weiter. Also da merkt man auf einmal, wie solche Informationen hilfreich werden können. Am coolsten finde ich eine ganz verborgene Notiz von Thallus. So, den habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ja. Wer ihn schon mal gehört hat, der kriegt von mir ein Buch geschenkt. Thallus versucht, zum Todeszeitpunkt von Jesus die Verdunklung, also in der Bibel steht ja, als Jesus starb, verdunkelte sich alles. Und es wurde 3 Stunden dunkel, von Mittag bis 3 Uhr nachmittags. Jetzt versucht der Thallus, das ist ein römischer Schreiber, diese Verdunklung als eine Sonnenfinsternis zu bezeichnen. Das sagt aber Julius Africanus, das geht nicht, weil an einem Vollmond, weil Jesus ist an einem Vollmond gekreuzigt worden, kann es keine Sonnenfinsternis geben. So, ich bin in Physik nicht gut, ich bin in Astrophysik erst recht nicht gut, ich glaube das jetzt mal. Der Punkt hier ist jetzt auch nicht, wie ist das mit der Sonnenfinsternis und der Verdunklung, sondern dass ein Thallus 52 nach Christus, 22 Jahre nach dem Tod Jesu, darüber diskutiert, wie diese Verdunklung stattgefunden hat. Das heißt, auch in den römischen Geschichtsschreibern, bei denen war schon irgendwie klar, hey, diese Verdunklung hat stattgefunden. Und so geht es jetzt weiter. Ich könnte jetzt mit euch durch die frühchristlichen Schriften gehen, zum Beispiel die Didache, die Briefe des Ignatius von Antiochien, Polycarp von Smyrna, Papias und andere. Das mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Ich schreibe gerade ein Buch, das soll heißen Faszination frühe Christen. Da werde ich das alles entfalten. Das ist sozusagen der Nachfolgeband 30 Jahre später. Faszination Jesus, jetzt im Frühjahr soll es erscheinen beim Fontes Verlag. Faszination frühe Christen. Und da werde ich diese frühen christlichen Schriften, die ja auch historische Zeugnisse sind, unter anderem diskutieren. Und ich werde vor allen Dingen, und das ist auch morgen mein Thema, darüber reden, was können wir heute über die frühen Christen lernen von ihnen, weil ich glaube, dass die Welt, in der die lebten damals, in ihrer Multireligiosität und ihrem Pluralismus sehr ähnlich war wie unsere heutige Zeit. Und die Antworten, die die frühen Christen in diesem pluralistischen und in diesem multireligiösen und in diesem sexualethisch wild sprießenden Geschehen, welches römisch-griechische Gesellschaft hieß, damals dazu gefunden haben, was ist die christliche Antwort? Das hilft uns auch heute zu wissen, was kann denn unsere christliche Antwort sein?
Weil vielleicht kennt ihr noch Ulrich Zwingli, nehme ich mal an, oder Martin Luther. Vielleicht habt ihr auch mal von Mutter Teresa gehört. Aber wenn ich euch die Namen, die ich euch jetzt gerade gesagt habe, Ignatius von Antiochien oder Polycarp von Smyrna oder Papias von Hierapolis, um die Ohren schlage, dann sagt er, noch nie gehört. Verstehe ich auch, woher kommt das? Das kommt daher, dass wir auch gerade im evangelischen Raum, aber auch insgesamt gar nicht mehr wahrnehmen, wie war das mit der zweiten und der dritten Generation nach Jesus und nach den Aposteln. Aber das ist doch eigentlich total spannend, weil die Frage ist ja, wie haben die das verstanden und wie haben die das aufgenommen? Und das will ich gerne tun, deswegen springe ich an dieser Stelle etwas rüber, weil da kommen wir auch morgen noch zu. Und dann gibt es auch noch so was, habt ihr sicher auch noch nie gehört, Mara Ben Serapion, der schreibt auch über Jesus. Und zwar nennt er ihn den weisen König und sagt, welchen Vorteil hatten die Juden davon, ihren weisen König hinzurichten. Bald darauf hatte ihr Königreich ein Ende, nämlich im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört. Und er sagt dann, Gott verschaffte diesen 3 weisen Männern gerechte Rache. Die Athener starben vor Hunger, die Leute aus Samos, ist eine Insel, wurden vom Meer überwältigt und die Juden wurden ruiniert und aus ihrem Land vertrieben. Sie leben in völliger Zerstreuung. Ebenso wenig starb der weise König für immer. Er lebte weiter in der Lehre, die er gegeben hat. Wir merken, der redet über Jesus, nennt ihn weisen König, ist aber kein Christ, weil dann würde er nicht sagen, der lebt weiter in der Lehre, sondern würde sagen, der ist auferstanden. Das heißt, hier ist wieder eine Bezeugung eines Nichtchristen, diesmal aus dem syrischen Raum, der bezeugt, dass Jesus, der weise König, von den Juden hingerichtet wurde. Und dann zum letzten mein Liebling, der Josephus Flavius. Und das empfehle ich euch. Früher war dies in manchen Bibeln sogar der jüdische Krieg als Anhang dran, weil man das so wichtig fand. Warum? Weil der redet über ganz viele Personen, die im Neuen Testament auch vorkommen. Und der Josephus Flavius war jetzt kein Christenfreund, überhaupt nicht. Aber er erwähnt Herodes der Großen. Er erwähnt den Hohenpriester Annas und Kaiphas. Er erwähnt Johannes den Täufer und sagt, dass viele Menschen zu ihm kamen. Er sagt, dass der hingerichtet wurde von Herodes, dem Sohn von dem Großen. Er redet über den Jakobus, den Bruder von Jesus und so weiter. Er redet von der Steinigung des Jakobus, von der wir auch ansonsten lesen. Und er sagt, dass dieser Bruder des Herrn, also dieser quasi irdische Bruder Jesu, dass der hingerichtet wurde. Aber der Hammer ist, was der im sogenannten Testimonium Flavianum sagt, nämlich Folgendes. Und das ist so unerhört, dass viele Wissenschaftler versucht haben, das wegzudiskutieren. Weil die sagen, das kann der nicht gesagt haben, weil das würde ja unser Bild total umstoßen, dass das alles unhistorisch ist. Aber in allen Handschriften, die wir haben von Josephus Flavius, ist das drin. Josephus Flavius, Zeitzeuge, ich habe keine Zeit, euch zu erzählen, wer er ist, aber der war Augenzeuge des jüdischen Krieges, eine Generation nach Jesus. Der schreibt, zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn einen Menschen nennen darf. Unerhörte Taten tat er nämlich. Ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit annehmen. Er gewann viele Juden und auch viele Griechen für sich. Er war der Christus. Und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte, gaben diejenigen, die ihn zuerst geliebt hatten, nicht auf. Er erschien ihnen nämlich am 3. Tage wieder lebend, was neben 10.000 anderen wunderbaren Dingen die göttlichen Propheten gesagt hatte. Und noch bis jetzt ist der nach ihm genannte Stamm der Christen nicht verschwunden. Wir merken, er nennt ihn nicht den Messias, er hat eine Distanz und dennoch sagt er, der hat Wunder getan, der ist gekreuzigt worden unter Pilatus. Er ist der Christus gewesen. Vielleicht ist das Zitat nur, dass er sagen will, die sagen, er ist der Christus. Vielleicht hat er es selbst nicht geglaubt. Aber das ist für mich eine der allerwichtigsten außerbiblischen Bezeugungen für Jesus. Warum erzähle ich das alles?
Ich springe jetzt über die rabbinischen Texte und ich komme zu der nächsten Folie, wo wir, bevor wir dann den ersten Teil abschließen, noch eben drauf schauen. Warum ist es wichtig? Ich habe es vorhin gesagt. Ich möchte aus Leidenschaft für Evangelisation Menschen Brücken bauen. Und es gibt Menschen, für die sind diese intellektuellen Fragen wichtig. Natürlich gibt es auch andere Fragen, die Menschen haben. Menschen kommen zu uns, die haben vielleicht eine sehr traumatische Erfahrung hinter sich. Eine Beziehung ist auseinandergebrochen. Ein lieber Mensch von ihnen ist krank oder liegt im Sterben oder ist gestorben und. Und natürlich wollen wir diesen Menschen in ihrer Situation dienen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sind gehindert dahin, zum Glauben zu kommen an Jesus, weil sie diese intellektuellen Zweifel haben und weil sie immer diese kleine Stimme im Hinterkopf haben, vielleicht stimmt das ja alles nicht. Und irgendwie, also fast jedes Jahr, jedenfalls bei uns in Deutschland ist es Spiegel und Fokus, die bringen immer zu Weihnachten und zu Ostern dieselben Dinge. Die Wissenschaft hat festgestellt, Jesus ist gar nicht in Bethlehem geboren, Jesus ist gar nicht gestorben am Kreuz. Die Evangelien stimmen ja alles nicht. Es ist jedes Jahr, seit Jahrzehnten immer dasselbe. Man fragt sich, wieso, was triggert die so? Warum müssen die immer was da abstreiten? Ja, weil der Anspruch von Jesus ist ja so massiv. Stell dir mal vor, das stimmt, dass er auferstanden ist. Da musst du dich damit ja auseinandersetzen. Und deswegen versuche ich, lieber ihn mir wegzuhalten. Und das mache ich auch intellektuell. Aber die Bibel sagt uns am Ende des Judasbriefes, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das heißt also nicht, geht jetzt einfach mal weg und sagt, ja gut, das ist so ein hoffnungsvoller Fall, der denkt zu viel, der muss einfach nur glauben. Gibt ihnen auch nicht nur einfache Antworten, ja, du musst einfach nur glauben oder dann wirst du es auch schon wissen. Das kann mal die Antwort sein. Aber lasst uns auch fit machen für die intellektuelle Auseinandersetzung. Weil ich glaube, dass das auch eine Seelsorge an den Intellektuellen ist, eine Seelsorge an den Zweiflern, auch ein Akt der Liebe. Und deswegen in den letzten Minuten vor Ende dieses ersten Teils Jesus im Neuen Testament. In den Evangelien haben wir die Ergebnisse von Augenzeugenberichten. Das ist mir sehr wichtig. Manche sagen ja, die Evangelien sind so viel später geschrieben worden. Erstens stimmt das nicht mehr und auch die Wissenschaft kommt jetzt schon wieder rudert zurück und die Evangelien werden jetzt schon viel früher angesetzt als da, wo ich es noch gelernt habe, als ich studiert habe in den 70er oder 80er Jahren. Aber es ist so, dass alle 4 Evangelien entweder von Augenzeugen geschrieben worden sind, wie zum Beispiel das Matthäus-Evangelium oder das Johannes-Evangelium, oder auf dem Zeugnis von Augenzeugen basieren, wie das Lukas-Evangelium und das Markus-Evangelium. Und wir haben aus der frühen Christenheit einen Bericht darüber, wie zum Beispiel Markus sein Evangelium geschrieben hat. Und da wird gesagt, Papias von Hierapolis schreibt es, um 95 nach Christus, also nicht lange danach, dass Markus als Mitarbeiter von Petrus in Rom war, als Petrus ins Martyrium ging. Ihr wisst ja, Paulus und Petrus sind in Rom hingerichtet worden für ihren Glauben. Und der war ja mit Paulus zusammen, dann haben die sich gestritten, dann war er mit Barnabas unterwegs, dann hat er und Paulus haben sich wieder versöhnt, aber am Ende war Markus ein Mitarbeiter von Petrus. Und er hat immer wieder gehört, wie Petrus den Gemeinden erzählt hat, wie das mit Jesus war. Und als klar war, der Petrus wird sterben, haben die anderen Christen gesagt, hör mal Markus, du hast das so oft gehört, bitte schreib uns das auf, was der Petrus erzählt hat. Sodass wir, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, wir die authentische Stimme von Petrus hören. Also wenn ich bestimmte Sachen immer wieder erzähle, dann komme ich auch in so eine Routine und erzähle meine Geschichte immer ähnlich. Sodass Leute, die das irgendwann sagen, da kann ich schon nicht mehr hören, Roland, schon wieder dieselbe Geschichte. Ja? Aber so hat Petrus ja auch erzählt. Und wenn wir das Markus-Evangelium genau lesen, dann merken wir, da stehen manchmal Details über Galiläa drin, die späteren Evangelisten wie Matthäus und Lukas weggelassen haben. Aber sie waren für Petrus wichtig.
Und das finde ich so spannend. Und ich komme da zur Zeit, wie gesagt, mache Bibelübersetzung und ich unterrichte und ich predige seit Jahren und Jahrzehnten. Aber ich mache immer noch neue Entdeckungen. Und vor allem im Neuen Testament. Ich entdecke immer wieder neue Sachen. Heute zum Beispiel, als ich hier hinfuhr von Marburg nach Zürich, habe ich zur Entspannung das Markus-Evangelium gehört auf Arabisch. Ja? Ich bin also bis Kapitel 14 gekommen, weil ich mehrere Kapitel habe ich zweimal gehört. Da ist mir aufgefallen und da habe ich gedacht, Roland, das hast du noch nie gelesen. Als Jesus den Jüngern sagt, auf dem Ölberg, sie sollen den Esel holen, auf dem er nach Jerusalem einreiten will, da steht im Markus-Evangelium, ich hoffe, mein Arabisch war gut, ich habe es richtig verstanden, dass der an der Tür angebunden war. Das habe ich noch nie gehört. Ja? Die anderen Evangelien schreiben es nicht. Ich hoffe jetzt, ich hoffe, ihr schlagt ganz schnell die Bibel auf, ihr, die ihr alle online seid, ja, und ihr, die ihr hier seid, macht es hinterher. Und da habe ich gedacht, dieses kleine Detail ist ja wieder so ein Hinweis darauf, dass Petrus als Augenzeuge das erzählt. Ist ja auch ein unwichtiges Detail. Wen interessiert das, ob dieser Esel am Laternenpfahl, an der Palme oder wo dran oder am Zaun angebunden war? Aber Petrus sagt ja übrigens, der war an der Tür angebunden. Ja, ein kleiner von vielen Hinweisen, dass hier Augenzeugen ist. Und deswegen ist es bei mir so, dass je länger, desto mehr ich überzeugt bin von der Tatsächlichkeit dessen, was uns berichtet wird in den Evangelien. So ist das Neue Testament die beste Quelle für unser Wissen über Jesus. Und die Evangelien sind übrigens eine ganz neue Art von Literaturgattung, nämlich das Leben, aber dann ganz viel Betonung auf das Sterben. Warum? Weil das Sterben so zentral ist, weil ja im Sterben Jesus sein Leben gibt für uns, damit er uns und die Welt erlöst. Und das im Hintergrund des Evangeliums dieses Wort ist einmal, der Kaiser hat ein Evangelium verbreitet, hey, ich habe einen Thronfolger und das Wort kommt auch aus dem Alten Testament. Soweit. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit bis jetzt. Lass uns erholen und wir kommen dann nach der zweiten Session gut ins Gespräch. Vielen Dank, Roland. Lass uns schon mal einen Applaus geben. So spannend. Bevor wir in die Pause gehen auch online, ich möchte dir die Möglichkeit geben, heute Abend auch Großzügigkeit zu üben. Wir haben einfach eine kleine Zeit eingeplant, wo du dein Handy, Smartphone nehmen kannst. Einfach einen Beitrag dazu, was wir als Church gemeinsam erleben, unterwegs sind. Ich hatte gerade vorhin ein cooles Gespräch mit einer jungen Frau, die Uscherin ist bei uns heute Abend hier vor Ort. Erst seit einem Jahr wieder neu im Glauben mit Jesus unterwegs. Und es ist so cool, was wir einfach als Church gemeinsam erleben dürfen. Also vielen Dank für deine Großzügigkeit. Du siehst einen QR-Code eingeblendet. Und wenn du es nicht siehst oder nicht scannen kannst, icf.ch/give. Sehr schön. Seid ihr ready für die zweite Hälfte? Wunderbar. Roland auch, der ist wieder frisch aufgetankt. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, dass du heute Abend so richtig reinlehnst. So, das sind ja fast 2 Stunden, die du richtig lehrst. Ja. Das ist toll. Nutze die Zeit aus. Ja, genau. In meinem Alter, da zählst du jede Sekunde genau, deshalb und jede gehe ich Minute. Jetzt. Genau. Also es geht um die Zuverlässigkeit der Evangelien. Und ich sehe, dass irgendjemand meinen Tippfehler hier korrigiert hat von euch hier bei ICF. Ihr seid super, weil hier bei mir in der Vorlage ist da noch ein Tippfehler drin. Vielleicht findet ihr noch andere. Ja, die Evangelien, ich sagte schon, das Neue Testament, das bestbezeugte Buch der ganzen Antike. Wichtig ist, und auch das sagte ich gerade schon in dem ersten Teil, dass die Evangelien auf den Augenzeugenberichten fußen. Ich hätte so gerne jetzt 3 Stunden, um euch das darzulegen. Aber ich will euch eine kleine Sache nur da zeigen. Aus dem Markus-Evangelium und dann eine Sache aus dem Lukas-Evangelium. Nur im Markus-Evangelium gibt es eine kleine Nebenbemerkung über einen nackten jungen Mann. Ist euch das jemals aufgefallen? Markus 14. Da heißt es, bei der Gefangennahme Jesu war ein Jüngling nach Luther, also Zwingli, also ein junger Mann, und der hatte zugeguckt und die Römer versuchten ihn, oder nicht die Römer, die jüdischen Tempelautoritäten, die Soldaten versuchten ihn zu fangen und haben ihm sein Obergewand abgerissen
und er ist nackt abgehauen. Vielleicht hat er auch eine Unterhose an, aber jedenfalls war er nicht voll bekleidet. So, jetzt fragt man sich, warum steht das da? Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Meine Überzeugung ist folgende. So wie bei Rembrandt, der manchmal in seine Bilder irgendwo sein eigenes Gesicht in die Menge hinein gemalt hat. So hat hier der Markus, der ja aus einem Haus im heutigen Zionsteil, also früheres Essenerviertel im Südwesten Jerusalem stammte, was das Haus, wo später die ersten Christen sich versammelten. Dieser Markus hat zwar nicht Jesus als Jünger von Galiläa her erlebt und ist ihm nicht nachgefolgt, aber war an dieser Stelle Augenzeuge, nämlich Augenzeuge der Gefangennahme. Und deswegen macht er es in der typischen Weise, wie man in der Antike schreibt. Er schreibt über sich selbst in der dritten Person. Und er macht dadurch klar, hey, das habe ich selbst gesehen. Und es war ein bisschen peinlich, dass ich da nackt durch die Straßen rennen musste. War aber auch nicht ganz so schlimm, weil es war ja in der Nacht, wo nicht viel unterwegs waren. Aber er indiziert damit, dass er selbst das war. Dass er ein Augenzeuge an dieser Stelle war. Also die Evangelien fußen auf den Berichten der Augenzeugen. Und nachdem jetzt Jesus gestorben ist, haben die ersten Christen sich das immer wieder erzählt, sodass in einer gemeinschaftlichen Traditionskette, also eine Tradition kommt ja von lateinisch transdare, also hinübergeben, vom einen zum anderen weitergeben, in einer gemeinsamen Kette. Das war nicht nur der eine oder andere, sondern die ganze Gemeinde war eine Lern- und Kommunikationsgemeinschaft und hat die ganzen Sachen von Jesus sich immer wieder erzählt und angefangen, auch schon kleine Teile aufzuschreiben. Und wir sehen zum Beispiel bei Paulus im 1. Korintherbrief, da sagt er, ich habe euch das weitergegeben, was ich selbst empfangen habe, als ich zum Glauben kam, etwa 4 Jahre nach Kreuzauferstehung und Pfingsten. Dass unser Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, und dann erzählt er das. Oder auch 1. Korinther 15, die Auferstehung, die Zeugen der Auferstehung. Das heißt, es gab eine gemeinsame Kette der Überlieferung. Man muss sich das nicht so vorstellen, dass sich der Markus oder der Johannes oder der Matthäus irgendwann Jahre später in ihren Schreibtisch gesetzt haben und sagen, wie war das nochmal bei Jesus? Und naja, was weiß ich noch? Schreibe ich das mal auf, was da mal irgendwann war? Nein, die ganze Gemeinde hat das gemeinsam in einer erst mündlichen, aber immer mehr schriftlichen Überlieferung weitergegeben. Ich will euch aus einem Land in Afrika, wo ich arbeite, erzählen. Da habe ich Volksgeschichten sammeln dürfen, und also in der einheimischen Sprache. Und das ist so, die werden über Generationen weitergegeben. Da sitzen die Frauen abends zusammen um das Feuer in der Küche und dann muss das Mädchen, eins der jüngeren Kinder, muss die Geschichte erzählen. Und sobald es irgendetwas nicht ganz genau sagt, fällt die ganze Gruppe ein und korrigiert. Ja? Und dieses gemeinsame Auswendiglernen immer weitergeben, so war das bei der frühen Christenheit. Und wir haben schon gemerkt, dass das, was die außerbiblischen Quellen sagen, dass das sehr ähnlich ist, wie das, was die Christen erzählt haben in ihren Evangelien. Dass es also nicht irgendwie was Wildes war. Man hätte ja auch gar nichts Wildes erzählen können. Stellt euch mal vor, ich würde sagen, übrigens vorgestern, bin ich nach Berlin gefahren und habe die Berliner Mauer angeschaut. Leider konnte ich nicht in den Ostteil der Stadt fahren. Ja? Was würdet ihr alle sagen? Unsinn, die Berliner Mauer gibt es nicht mehr. Die ist gefallen im November 89. Das ist wie lange jetzt her? 35 Jahre. Wer von euch hat vor 35 Jahren schon gelebt? Wer von euch kennt Menschen, die schon vor 35 Jahren gelebt haben? Alle. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Unsinn erzählen würde, dann würde die Gemeinschaft sagen, das stimmt nicht, das war so und so. Und genauso ist das da.
So haben wir also nicht nur die Augenzeugen, sondern die einzelnen Augenzeugen, sondern wir haben eine Gemeinschaft von Augenzeugen, die das weitergegeben hat, bis es verschriftlicht wurde, in einer Gemeinschaft der Erinnerung. Und dann die Evangelien wollten tatsächlich Geschehenes dokumentieren. Das sehen wir beim Lukas Anfang, da wird über die Absicht der Evangelien geschrieben, nämlich die Tatsachenberichte. Da schreibt Lukas im Anfang seines Evangeliums ganz genau, was er machen will. Was will er machen? Das ist jetzt in meiner Übersetzung das Buch. Er schreibt an den Theophilus, wer immer das war, wahrscheinlich eine hochgestellte Persönlichkeit. Vielleicht meint er auch den Kaiser und gibt ihm diesen Namen, Gottliebhaber, also so ein Ehrenname. Jetzt schreibt er, nachdem jetzt schon viele Personen sich darin versucht haben, einen Bericht zusammenzustellen von den Dingen, die sich in unserer Mitte ereignet haben, also mit anderen Worten, andere haben auch schon was aufgeschrieben. Und das haben die gemacht aufgrund der Aussagen derer, die selbst Augenzeugen waren, habe ich euch gerade erzählt, und sich dann der Aufgabe gewidmet haben, diese Botschaft weiterzugeben, weitergeben, habe auch ich, Lukas, es für gut erachtet, es für dich der Reihe nach aufzuschreiben, nachdem ich alles genau, ganz genau von seinem Anfang an untersucht habe. Das Wort, was er hier braucht im Griechischen für ganz genau, ist akribos, akribisch. Er sagt, ich habe es genau gecheckt, ich habe es genau untersucht, damit du die Zuverlässigkeit der Berichte und Aussagen erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das heißt, Lukas hatte die Absicht, Tatsächliches und Wahres zu schreiben. Und das hat er auch getan. Und er hat die Augenzeugen befragt. Er war ja nicht selbst in Judäa, aber wann war er da? Als er mit Paulus aus Griechenland kam und Paulus dann in Caesarea 2 Jahre lang in Schutzhaft war. In der Zeit hatte Lukas 2 Jahre Zeit, in den Gemeinden in Jerusalem und Judäa herumzureisen und die Augenzeugen zu befragen. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte, die ja nur Lukas bringt. Deswegen wissen wir, was die Engel da gesagt haben. Und dass die Hirten gesagt haben, lasst uns gehen nach Bethlehem und sehen, was da passiert ist. So, woher wusste Lukas das? Das hat er sich nicht irgendwann von künstlicher Intelligenz erfinden lassen oder sich das ausgedacht, sondern er gibt ja die Quelle. Ist euch das mal aufgefallen? Er sagt, Maria bewahrte diese Worte, und Worte ist wie Dinge im Hebräischen, also ist zwar griechisch geschrieben, aber das Hebräische spiegelt durch. Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Das kannst du ja so hören wie, ach, die hat da so eine Meditation gemacht mit diesen Worten. Sie bewahrte sie im Herzen. Nein, gemeint ist, Lukas gibt seine Quelle an für die Weihnachtsgeschichte. Nämlich die Quelle ist Maria, Augenzeugin. Also bei einer Geburt ist die Frau ja auch die Augenzeugin, die erste. Ja, es sei denn, sie macht die Augen zu, weil das Baby so hässlich ist. Ne? So wie jemand mal aus meiner Bekanntschaft, die Mutter war noch ganz im Mutterglück und sagt, dann ruft die Schwiegermutter an und sagt, ja übrigens, das Baby ist so hässlich. Die sind ja manchmal ein bisschen hässlich so am Anfang. Ne? Und sie sieht genauso aus wie du. Genau, das war jetzt nicht so ganz schön für die Schwiegermutter, aber wahre Geschichte, ja. Auf jeden Fall, Maria, wir wissen jetzt nicht, ob Lukas Maria selbst noch kennengelernt hat. Sehr gut möglich, weil Maria war eine junge Frau, als Jesus geboren wurde. Aber zumindest Menschen, die Maria gekannt haben, hat Lukas getroffen. Das heißt also, er hat vielleicht selbst nicht mehr die Berliner Mauer gesehen, aber er hat Leute getroffen, die die Berliner Mauer noch gesehen haben. Ja? Also hier haben wir auch die Quellen und wir haben auch sein Bestreben, Wahres zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Berichte und Aussagen erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Und dann geht das Lukas-Evangelium los. Oder wir sehen diese gemeinschaftliche Bezeugung, von der ich schon sprach am Ende des Johannesevangeliums. Da wird gesagt, das Ganze, was da geschrieben ist, das ist der Jünger oder Jesus-Schüler, das ist jetzt meine Übersetzung, der für die Wahrheit dieser Darstellung eintritt, nämlich Johannes.
und der das alles aufgeschrieben hat. Also Johannes hat im hohen Alter, meiner Überzeugung nach, das noch aufgeschrieben. Vielleicht hat er das auch diktiert, ja, aber er ist der Autor. Wir wissen, dass seine Aussagen der Wahrheit entsprechen. Wer ist dieses Wir? Das sind die Leute um Johannes herum, die sagen, der hat das aufgeschrieben. Und wir bezeugen, dass das wahr ist, was der gesagt hat. Noch viele andere Dinge tat Jesus, aber wenn die alle vollständig aufgeschrieben würden, dann könnte meiner Meinung nach, wer ist denn jetzt dieser meiner Meinung nach? Wer ist diese Person? Das ist der letzte Redaktor, der sozusagen das Johannesevangelium dann nach dem Tod des Johannes zusammengestellt hat. Aber der Text ist von Johannes. Der könnte meiner Meinung nach die Welt, all die Bücher nicht aufgeben, die geschrieben werden müssen. Also wieder Augenzeuge, wir bezeugen, wir sind eine Gemeinschaft, wir wissen, der hat die Wahrheit erzählt und ich sage da auch noch was dazu. Oder zum Beispiel 2. Petrus 1, Vers 16, da schreibt er, wir sind nicht etwa ausgeklügelten Fabeln gefolgt, das ist das Luthertext, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Augenzeugen. Und das ist, wenn man jetzt die frühen Christen nimmt und alles, was dann auch über die Diskussion ist, als sie sich später mit den Gnostikern auseinandersetzten, haben sie immer wieder darauf Bezug genommen und betont, dass das Neue Testament auf dem Zeugnis von Augenzeugen ist. Auf Griechisch ist das Autoptoi, das heißt eigentlich Selbstseher. Also die es selbst gesehen haben. Ja, ich habe gesehen, wie das Tor war. Ja, ich war dabei im Stadion. Ich habe gesehen, ich war direkt hinterm Tor. Ich habe gesehen, dass der Ball ins Tor gekommen ist. Diese Selbstseher, die sind ganz wichtig für die Tradition des Neuen Testamentes. Und Tradition ist nicht was Altes, sondern diesen Weitergabeprozess, das meine ich damit. So, was sagen Sie uns denn? Ja, Sie sagen, dass Jesus ein unglaubliches Anziehungskraft hatte. Faszination Jesus ist ja unser Thema. Ne? Eine große Menge folgte ihm, er heilte sie alle. Wow, ja, toppt die meisten von unseren heutigen Heilungspredigern. Ne? Wir sehen bei Jesus Identität. Er war stark, er war sanft, er war echt, er war wahrhaftig. Jetzt kann ich das hier alles nicht entfalten, dazu reicht die Zeit nicht. Ich kann es euch nur ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen. Er hatte eine ganz besondere Beziehung der Innigkeit zum Vater. Er war unglaublich menschenfreundlich. Er wandte sich den Kindern zu, lass die Kinder zu mir kommen. Er hat die Frauen wertgeschätzt. Ja? Er war total witzig. Ich denke, ich weiß, als ich so Kind war oder Jugendlicher, da gab es so im Fernsehen so einen Jesus-Film, der war so in Schwarz-Weiß von Pasolini, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und da war alles so ganz düster und der Jesus guckte immer so ganz ernst. Ne? Und dann ging der immer hin und her, guckte ernst, heilte jemanden, drehte sich wieder weg, guckte ernst, lief dahin, heilte jemanden. Ne? Und irgendwie hat sich das so ganz tief dieser ernste Jesus. Ne? Aber Jesus war witzig. Stell dir mal vor, der sagt ja, also es ist leichter, dass ein Kamel durch so ein Nadelöhr geht, als ein Reicher durchs... Stell dir mal vor, so ein Reicher versucht, sich da irgendwie reinzuquetschen. Das ist doch witzig, ja? Oder wenn er sagt hier, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken, der da rauskommt bei dir. Stell dir mal vor, ein Balken ist auch witzig, ja? Wir sind da nur so dran gewöhnt, dass wir das alles in so einem schweren religiösen Kontext verstehen, dass wir die Leichtigkeit, die ja auch bei Jesus war, sein Humor, seine Freude, dass wir das fast gar nicht mehr wahrnehmen. Aber ich glaube, Menschen haben sich einfach in der Gegenwart von Jesus wohlgefühlt. And it was fun to be with Jesus. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Es war auch herausfordernd, ja. Ne? Wer mir nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Jesus, gibt es nicht irgendwie auch eine Light-Version? Ja? Ich will so ein Kirchenchrist sein, aber mit Kreuz auf sich nehmen. Solange es ein Silberkreuz ist, okay, aber kein Holzkreuz, so ein echtes, das habe ich nicht so gerne. Ja? Aber wir sehen Jesus ein unglaublich anziehender Charakter. Er ist weise gewesen, war schlagfertig. Er hat einprägsame Beispiele gehabt, die man ganz leicht sich erinnern kann. Ja? Das Reich Gottes, das ist wie ein Senfkorn, das ist ganz klein. Und wenn es dann wächst, dann ist es so groß, dass sogar die Vögel unter dem Himmel da dann ihren
ihre Nester bauen können. Wow, wie anschaulich ist das? Er hat natürlich als Zentrum gesagt, Gottes Herrschaft kommt. Und so sollen wir ja beten, dein Reich komme. Er sagt, die Herrschaft Gottes ist schon da. Warum ist er da? Warum ist die Königsherrschaft Gottes schon da? Ja, weil der König auf die Bühne gekommen ist, Jesus. Und da, wo Jesus da ist, sagt er, da ist die Herrschaft Gottes ausgebrochen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt fängt's richtig an. Und Zeichen und Heilung und Wunder sind alles nur Zeichen, damit die Leute kapieren, der Messias ist wirklich da. Der Erlöser Israels und der Erlöser der Welt. Er ist jetzt da. Davon redet er. Tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist herbeigekommen. Ich bin da. Heilungen und Wunder. Er hat eine Vollmacht und er hat eine Schöpferkraft. Ein Auge, das blind war, wieder zum Sehen zu bringen, das braucht die Kraft des Schöpfers. Das ist nicht nur mal eben so ein Taschendealer, so ein Trick. Da musst du Schöpferkraft haben. Er hat die Geister in Angst und Schrecken versetzt, sodass die sagen, hau ab, wir wollen nicht in deine Nähe kommen. Ne? Und die betteln, können wir in diese Schweineherde da reingehen. Und da denkt man sich, ist ja unglaublich, dieser eine Gerasener, der hatte so viele Dämonen in sich, so viele Geister, dass die ausreichten, um eine ganze Schweineherde zu besetzen. Ja? Was muss das für ein innerer Kampf für diesen und was furchtbare Situation für diesen Mann gewesen sein? Aber Jesus spricht nur ein Wort. Und die müssen weg. Geistesmächte, die es gibt. Und wenn wir sie im Westen hier nicht wahrnehmen, dann zeigt das nur, dass wir blind sind für die spirituelle Wirklichkeit. Wenn wir in anderen Ländern sind, in Afrika oder in anderen, da wissen die Leute sehr wohl, was Dämonen sind. Und unsere Dämonen, wir haben ja auch Dämonen, aber die verkleiden sich ganz schön, sodass wir sie für ganz tolle Sachen halten und ganz tolle Meinungen. Ja, die Frage ist natürlich, wie müssen wir Jesus einordnen? Ist er mehr als ein Mensch? Ein Aspekt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass Jesus auch radikal war. Ein nicht so oft zitiertes Jesuswort für mich, als ich junger Christ war, ganz wesentlich, Lukas 12, Vers 49, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was möchte ich mehr, als dass es schon brennte? Griechisch heißt es wörtlich ballo, schmeißen. Ich will ein Feuer werfen auf die Erde. Ich will etwas ganz, das es ganz brennt. Und wir sehen Jesus in seiner Radikalität, zum Beispiel bei dieser prophetischen Zeichenhandlung im Tempel, als er die Tische der Geldwechsler umschmeißt. Übrigens, die mit den Tauben hat er nicht umgeschmissen, sondern hat gesagt, die sollen die wegtragen. Da hat er also nicht Gewalt gegen Tiere geäußert. Und was soll das eigentlich? Wieso kommt da Jesus rein mit der Peitsche, die er da noch macht und sagt hier, warum? Weil er sagen will, der äußere Vorhof, der für die Völker war, die Juden hatten ihren inneren Vorhof, aber wo eigentlich die anderen sich versammeln durften, der war so mit Kommerz vollgemacht. Kann die Kirche ja bis auf den heutigen Tag manchmal ganz gut. Ja? War so vollgemacht, dass er sagt, es ist kein Platz mehr für die Menschen, die Gott eigentlich hier haben will. Mein Haus, so sagt der Vater, soll ein Bethaus sein für alle Völker. Weg damit. Natürlich haben sich die Tempelautoritäten da total pikiert gefühlt und haben gesagt, was maßt der sich da an? Ja? Aber sie wagten nicht, irgendwas gegen ihn zu machen, weil sie merken, die Leute stehen auf seiner Seite und er hat eine Vollmacht, da kommen wir nicht gegen an. Er ruft sie zur Umkehr, er redet von der Herrschaft Gottes, die einbricht. Er wertet alle Werte um. Ihr habt gehört, zu allen gesagt worden, du sollst nicht töten, ich sage euch, aber du sollst doch nicht mal sagen, du Idiot, zu deinem Ehemann oder zu deinem Bruder, sondern es soll ganz anders sein. Die Herren dieser Welt, die machen sich groß, aber wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener von allen werden. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, ich wasche euch die Füße, was eigentlich Sklavenarbeit ist, damit ihr lernt, einander die Füße zu waschen und so weiter. Und so sind wir gerufen in eine radikale Nachfolge des radikalen Jesus. Wir sind gerufen zu einer alternativen Gemeinschaft,
und in der die Sünder angenommen werden, sprich du und ich, aber wo die Sünder nicht bleiben müssen, wie sie sind, sprich du und ich, sondern wo wir verändert werden und geheiligt werden dürfen und Schuld vergeben wird. Und natürlich hat das dann die Leute herausgefordert. Es war für sie ein Anstoß. In Lukas 19 steht in diesem einen Gleichnis dieser Satz, und Jesus meint das ja auch in sich selbst, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er redet in Nazareth davon, dass der Geist des Herrn auf ihm ist und dass er die Freiheit verkündet und dass er den Blinden das Augenlicht bringt und so weiter und dass jetzt das Gnadenjahr Gottes anbricht. Jetzt ist die neue Zeit. Und dann sagen die, wir kennen den doch. Der ist doch hier aufgewachsen. Was maßt er sich an? Ja? Und sie wollen ihn dann umbringen, aber sie können es nicht. Ich habe mal in Nazareth, bin ich mal gestanden, an diesem Abhang. Das ist unglaublich. Das geht steil runter. Wenn sie da Jesus runtergestoßen hätten, der wäre da unten. Oder wen sie da runtergeschossen haben. Jesus haben sie ja nicht. Jesus hätte auch nochmal das anders lösen können. Aber er hatte einen einzigartigen Anspruch. Nämlich, dass er, so wie das Neue Testament sagt, er ist der Messiaskönig, er ist der Menschensohn, er ist der Sohn Davids, ist der Sohn Gottes, er ist der Lehrer, all darüber, da habe ich jetzt einfach nicht so viel Zeit. In jedem dieser Begriffe ist eine ganz wichtige Information über Jesus. Ich nehme nur eine raus, nämlich den Menschensohn. Das verstehen viele Menschen falsch. Die denken irgendwie, das Menschensohn, der heißt so, das ist der Gegensatz zum Gottessohn. So ein Menschensohn ist so wie der Junge von nebenan, halt so ein Mensch wie du und ich. Nein, wenn wir diesen Titel Menschensohn verstehen wollen, dann müssen wir sehen, dass er aus dem Danielbuch kommt. Da heißt es, ich sah einen, in seiner Vision sieht Daniel, dass der war gleich einem Menschensohn. Und der kam zu Gott, dem Ewigen. Und dem wurde alle Macht und alle Ehre und alle Autorität über die Völker gegeben. Und er wird richten. Das heißt, der Menschensohn ist der endzeitliche Richter. Das ist der, den Gott einsetzt als Herrscher über alles, über die Erde, über alle Mächte. Und wenn Jesus von sich selbst redet und sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, Markus 10, Vers 45, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, dann sagt er damit, das ist für mich ein ganz zentraler Vers über Jesus, wird im Matthäus-Evangelium nochmal wiederholt. Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn, also dieser Richter, der Herr über alles, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um ein Knecht zu werden, zu dienen. Jesaja 53. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Schlüssel, den Jesus selbst gibt für seine Sendung. Der Größte wird zum Knecht von allen. Philipper 2 wird das im Christus-Hymnus nachvollzogen. Er entäußerte sich seiner aller Gewalt und Herrlichkeit und wurde ein Knecht. Er ist der Heiler, er ist der Sündenvergeber, er ist der Kyrios, der Herr, er ist der Knecht Gottes. Er hat einen unglaublichen Einzigartigkeitsanspruch. Entschuldigung. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten und da will ich euch im Grunde zu dem Allerwichtigsten führen, nämlich zum Kreuz und zur Auferstehung. Das Kreuz ist, wie ich schon am Anfang sagte, in der ersten Session, außerbiblisch bezeugt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Auch wenn der Koran es leugnet. Sure 4, Vers 153. Sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es ist ihnen nur so erschienen. Shubihallah auf Arabisch. Es erschien ihnen so. Nein, er ist wirklich gekreuzigt worden. Und jetzt ist das ja so irre, dass eine Religion entsteht, wo das Hauptsymbol ein Folterinstrument ist. Also stell dir vor, du würdest den elektrischen Stuhl um den Hals hängen. Ja, so ist das wie mit einem Kreuz. Ja, also das sind auch seltsame Biografien, wo so viel Betonung auf dem Sterben ist. Ich habe jetzt nicht Zeit, euch diesen schmachvollen Tod, diese Wirklichkeit vor Augen zu führen in meinem Buch Faszination Jesus oder auch in einigen Vorträgen auf Glauben denken. Das ist übrigens eine Podcast und eine YouTube-Serie, die ich mit Freunden angefangen habe, empfehle ich euch sehr. Glauben, Denken, miteinander verbinden, begeistert von der Wahrheit, Schönheit und Bedeutsamkeit des
historischen christlichen Glaubendenken zusammengeschrieben, der findet ihr. Da habe ich das mal entfaltet, wie ist so eine Kreuzigung abgelaufen? Mit der Geißelung, mit der Entkleidung, mit diesem Spott, dass er da als König sozusagen ihm gehuldigt wird mit einer Dornenkrone und so weiter. Dann die Inschrift, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus der Nazarener, der König der Juden, und wie er dann stirbt. Und auch sein Sterben ist etwas ganz Besonderes. Die 7 Worte Jesu am Kreuz, auch dazu haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Aber das Interessante ist, dass am Kreuz er ja offenbar Psalm 22 betet. Der Psalm 22 fängt an mit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manche sagen, ja, da sieht man doch, Jesus ist gescheitert und er ist von Gott verlassen. Ja, aber du musst den Psalm zu Ende lesen. Da wird beschrieben, wie einer gekreuzigt wird. Sie umringen mich wie die Hunde. Da wird gesagt, dass sie das Los um seine Besitztümer werfen. Also sozusagen prophetisch von David, 1000 Jahre vorher beschrieben, wie der Kreuzigung ist. Aber dann am Ende heißt es, er wird in die Länge leben. Also das heißt, dass der Tod ist nicht das Ende. Auch hier wird schon vorausgesagt, dass Jesus den Tod überwinden wird. Und deshalb ist der Psalm 22, den er am Kreuz betet, mein Gott, warum hast du verlassen, als Ganzes zu lesen. Und als Ganzes bringt er diese Gottverlassenheit, die real war, zusammen mit dem Vertrauen, dass er beten kann am Ende: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das wird zusammengebunden in diesem Gebet Jesu am Kreuz. Das Kreuz, auch dort haben wir nicht so viel Zeit, es ist die Erfüllung alter Voraussagen. Es zeigt die menschliche Natur. Wir wollen nicht, dass Jesus über uns herrscht. Am Kreuz werden die Mächte entmachtet. Am Kreuz siegt Jesus über alle Finsternis. Am Kreuz erwirkt er eine Vergebung und die Versöhnung. Und am Kreuz identifiziert er sich mit uns. Aber jetzt zum Ende, und das ist das Wichtige. Wenn jemand, wir denken jetzt ja immer noch, dass wir dem intellektuellen Zweifler helfen wollen. Wenn jemand sagt, ich habe Probleme, das alles zu glauben, dann ist meiner Meinung nach der allerwichtigste Punkt die Auferstehung Jesu. Weil wenn Jesus auferstanden ist, dann sind auch die Wunder, die vorher beschrieben sind, kein Problem. Wenn Jesus aber nicht auferstanden ist, dann ist das alles nur ein Windhauch. Es ist alles nur Unsinn. Ja? Die Frage, ob Jesus auferstanden ist die entscheidende Frage. Und das Neue Testament versucht uns zum Beispiel in 1. Korinther 15 ganz deutlich zu machen, dass Jesus auferstanden ist. Paulus führt Argumente an. Und die Argumente sind sehr, sehr schlagkräftig. Dass Petrus ihn gesehen hat, dass die 11 ihn gesehen haben, also 12 weniger Judas. Dass der Jakobus, sprich der Bruder Jesu, ihn gesehen hat. Also wenn ich sagen würde, mein Bruder ist der Messias, ja, ich kenne meinen Bruder gut genug, ja, hätte ich ein paar Fragezeichen. Ja, aber dass die Familie Jesu, die während des Lebens Jesu kritisch war gegen ihn, nach der Auferstehung oder nach seinem Kreuz auf einmal Teil der Jesusgemeinde ist, erklärt sich nur durch die Auferweckung, die tatsächliche Auferweckung Jesu. Und so ist es für mich das wirkliche zentrale Ereignis. Ich habe keine Zeit für die Einwände gegen die Auferstehung. Wie gesagt, ich habe eine Serie über Faszination Jesus bei Glauben denken. Da könnt ihr das alles in einzelnen Teilen nochmal nachhören, etwas ausführlicher als hier. Aber es gibt so viele Indizien, dass das, was unmöglich ist eigentlich, nämlich, dass jemand vom Tod wieder auferweckt wird, und zwar nicht nur, um dann nach 30 Jahren doch wieder zu sterben, sondern um eine neue Identität, eine neue Lebenswirklichkeit in die Welt zu bringen. Da sagen die Leute, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay. Die Bibel sagt auch nicht, dass das vorstellbar ist, sondern dass das Unvorstellbare passiert ist. Und dass man sagt, ja, das passiert nicht. Ja, sagt die Bibel auch nicht, das passiert normalerweise nicht. Aber an dieser Stelle ist es passiert. Und die wussten auch damals, ob jemand tot war oder nicht. Das heißt also, wir haben an der Stelle der Auferstehung die wirklichen Schlüssel
Frage. Es gibt Indizien für die Tatsächlichkeit der Auferstehung, das leere Grab, die Erscheinungen Jesu, historisch auch ganz klar belegbar. Es gibt die Zeugen für die Auferstehung und zum Beispiel ein ganz wichtiges Argument ist, dass die Evangelien alle schreiben, dass Frauen zuerst am Grab waren und die Auferstehung Jesu bezeugt haben. Was weder in der römischen noch in der griechischen noch in der jüdischen Gerichtsbarkeit eine gute Idee war, weil das Zeugnis von Frauen da nicht galt. Das heißt, wenn sie das hätten erfinden wollen, hätten sie das besser weggelassen. Warum haben sie es aufgeschrieben? Weil es wirklich so war. Und warum ist Jesus den Frauen zuerst entschieden? Weil er ein Gentleman war. Ja? Und das ist das Unglaubliche. Also es gibt so viele Indizien. Bitte beschäftigt euch damit, weil wir einfach den Menschen den Weg ebnen wollen, auch intellektuell hinzukommen zu dem Glauben. Wir können niemanden zum Glauben zwingen. Aber wir können Menschen an der Hand nehmen. Wir können Barrieren des Denkens, die gegen den Glauben und gegen die Überzeugung stehen, niederreißen, liebevoll. Und Menschen bis zu dem Punkt führen, wo sie dann selbst eine Entscheidung treffen können. Und abschließend gebe ich euch ein ganz kleines Beispiel, was nicht von mir stammt, sondern vom großen Theologieprofessor Karl Heim in Tübingen. Jetzt im Sommer ein bisschen schwer vorzustellen, aber geht vielleicht doch. Stell dir vor, es ist ein See, der ist zugefroren. Und du stehst am Rande und du siehst überall die Leute, die da Schlittschuh fahren und Pirouetten drehen und du denkst, okay, eigentlich würde ich gerne auch auf dieses Eis gehen, aber ich weiß ja nicht, ob das mich mit meinem Idealgewicht wirklich trägt, das Eis. Ja? Du wirst es erst dann erfahren, wenn du auf das Eis steigst. Die anderen sagen, komm, es trägt, aber du wirst erst merken, ob es trägt, wenn du selbst drauf gehst. Und so ist es mit dem Glauben. Wir können Menschen bis an den Rand führen, dass sie verstehen, die Sache mit Jesus ist eigentlich doch logisch. Aber dass sie dann zum Glauben kommen, das erfordert einen Schritt von ihnen selbst, diesen Schritt des Vertrauens. Und dazu wollen wir Mut machen und ihnen dort Helfer sein, weil wir, so wie es im Judasbrief am Ende heißt, erbarmt euch derer, die zweifeln. Das wollen wir tun und das ist Teil unseres missionarischen Auftrags. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Roland. Du darfst gerne gleich hier bleiben für die Fragen. Du kannst es dir bequem machen. Ich hole mir noch einen Stuhl oder der Michi, der bringt ihn mir schon. Gut, ich hoffe, ihr seid ready. Ihr dürft gerne auch jetzt weiterhin Fragen, die auf icf.ch/ask reingekommen sind, dürft ihr hochvoten, damit ich die dann stellen kann. Danke vielmals, Michi. Sehr gut, ich starte wie angekündigt zu oberst. Es gibt eine Frage, die hat 20 Stimmen erhalten. Wow. Und genau, das beeindruckt dich jetzt, gell? Also die Frage lautet so: Was ist für dich der historisch wichtigste, relevanteste außerbiblische Beweis für konkrete Wunder, die Jesus getan hat? Es ist, glaube ich, Josephus Flavius. Es ist auch, das habe ich jetzt nicht dargestellt, sind rabbinische Texte. Also Rabbinen sind ja jüdische Texte, die sich nach der Zerstörung Jerusalems, haben die Leute sich neu formiert und haben gesagt, jetzt müssen wir ein Judentum leben ohne den Tempel. Und da ist dann der Talmud entstanden und die Mischna und so. Und im Talmud gibt es eine Stelle über Jesus, wo gesagt wird, Jesus hat seine Wunder in Ägypten gelernt, weil er hat ägyptische Magie gelernt. Das heißt also, die rabbinischen Gegner und Leugner des Messias, Anspruchs Jesu, leugnen aber nicht die geschehenen Wunder. Ja. Und es gibt noch eine sehr witzige Stelle, auch im Talmud, und zwar, wir müssen uns ja vorstellen, dass nach der Zerstörung Jerusalems immer noch viele Juden auch im Land waren. Die in Jerusalem waren, sind ins Exil geführt worden. Aber die in Galiläa waren, Galiläa hatte sich ergeben, oder in den Dörfern, die sind nicht alle unbedingt, also da waren noch viele Juden, die lebten. Und von diesen Juden glaubten einige an Jesus, einige glaubten nicht an Jesus. Wahrscheinlich die Mehrheit nicht, aber es gab
Und dann wird erzählt, dass ein Rabbi krank war und sein Nachbar, der ein Messias, Jesusgläubiger Jude war, hat ihm angeboten, im Namen Jesu für ihn zu beten und ihn zu heilen. Ja, Okay. so Nachbarschaftsservice. Ja, Ja? sehr gut, ja. Ich heile dich mal im Namen Jesu. Ne? Ja, ja. Und dann wurde diskutiert, ob der das durfte, weil ja Jesus ein falscher Messias ist. Und dann hat ein anderer Rabbi gesagt, das darfst du nicht, du darfst ihn nicht für dich beten lassen. Ja. Und während die noch diskutierten, ist er dann gestorben. Das Problem hat sich also gelöst. Ja. Aber, Gelöst. ja, Erledigt. also die Frage war, hat sich erledigt, ja, nicht gelöst, erledigt. Aber dass da diskutiert wird im Talmud, ob man im Namen Jesu heilen darf oder Heilung empfangen darf, zeigt im Umkehrschluss erstens, dass Jesus und auch seinen Nachfolgern das zugetraut wurde. Genau. Ja? Also das sind für mich ganz also heftige Dinge. Gerade wenn sie von Leuten kommen, die eigentlich dagegen waren, so wie eigentlich auch Josephus Flavius, aber auch dieser Talmud. Ja? Vielleicht eine Frage, die ich einfach einschiebe, jetzt wenn du mit Juden diskutierst, das lebst du wahrscheinlich auch ab und zu, oder? Welche Argumente bringst du da? Was hast du so erfahren? Was ist das, was am meisten dient? Also ich diskutiere nicht so viel mit Juden, ich müsste Okay. es tun, Du aber... bist mehr in der arabischen Welt ja, ich unterwegs, bin mehr ja. in der arabischen Welt, aber es gibt eine sehr interessante YouTube-Serie, die heißt One for Israel, also einer für Israel, die könnt ihr euch mal anschauen. Da geben Juden Zeugnis, wie sie Jesus als Messias finden. Und eine der durchgehenden Punkte ist, dass sie Jesaja 53 lesen Ja. und einfach sich der Frage stellen, dieser Knecht Gottes, der sein Leben gibt, der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt, seinen Mund nicht auftut, wer ist das eigentlich? Und dann gibt es manche, die sagen, hey, der Einzige, auf den das passt, ist Jesus. Das ist sowieso auch in der islamischen Welt. Wir werden gerade Menschen anderer Religionen nicht durch unsere Argumentationen zum Glauben bewegen können. Aber was wir tun können, ist ihnen den Zugang zum Beispiel zum Neuen Testament eröffnen. Ja. Wenn ich das eben auch einschieben darf, ein Freund von mir hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Frage, wie kommen Muslime zum Glauben an Jesus, und hat herausgefunden in so Interviews aus verschiedenen Ländern, dass meistens 3 Faktoren zusammenkommen. Das erste ist, es gibt irgendein wunderbares Ereignis, also ein Traum oder eine Vision von Jesus. Ich war mal in einem islamischen Land, lief über den Markt, Roland, kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, ich muss mit dir reden. Jetzt hatte ich an dem Tag Malaria, mir ging es nicht gut. Ich habe gesagt, ich muss nach Hause, ich muss mich hinlegen. Und dann sagte er, ja, aber sag ich, gut, komm, um 6 Uhr. Dann kam er und dann sagte er, er hat eine Vision gehabt, hat einen weiß gekleideten Mann gesehen und der hat gesagt, wenn du die Wahrheit suchst, musst du bei den Christen fragen. Und du bist doch Christ, du bist doch aus dem Westen, ja? Dann habe ich in einer halben Stunde ihm sozusagen versucht, von Adam bis zur Offenbarung alles zu erklären. Also so, es kommt so was Wunderbares oder eine Heilung. Das Zweite ist, dass die Leute eine Bibel in die Hand kriegen. Und das Dritte ist, dass sie christliche Gemeinschaft oder mindestens christliche Freunde erleben. Die Reihenfolge dieser 3 Faktoren ist unterschiedlich. Aber sie kommt immer vor in den Lebensgeschichten derer früheren Muslime, die zu Jesus Christus als gefunden haben, als ihren Herrn und Heiland, ihn angenommen haben. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich hänge hier gleich mit der nächsten Frage ein. Wie erlebst denn du, dass der Heilige Geist dich führt in solchen Begegnungen? Ja, also das wünscht man sich. Ne? Ich bete darum natürlich. Manchmal macht man ja auch absurde Dinge, wo man denkt, der Herr will das jetzt und eigentlich ist es absurd. Ne? Soll man aber nicht immer machen, weil es kann auch sein, dass man einfach nur einen kleinen Spleen hat. Kann natürlich auch passieren. Ja? Und dass man muss sehr gut lernen, die Stimme des eigenen Herzens und die Stimme Gottes zu unterscheiden. Ich bete wirklich jeden Morgen, fast nicht immer, aber ich versuche daran zu denken, um Führung durch den Heiligen Geist. Ja? Und ich sage, Herr, unsere Mutter hat uns das schon beigebracht. Wir mussten immer, bevor wir zur Schule gingen, einen Liedvers mit ihr beten.
der lautet: Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort, sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als bei dir allein kann ich recht bewahrt sein. Manchmal mussten wir so schnell zur Straßenbahn rennen, zur Schule, dass wir eigentlich keine Zeit mehr zu dem Gebet hatten. Deswegen haben wir es gelernt, dieses Gebet in 10 Sekunden zu sagen. Ja. Führe mich an den Rahmen. Genau. Aber man muss offen sein, ja, und auch mal was wagen. Aber wir leben halt im Glauben und nicht im Schauen. Und manchmal ist es so, dass Gott wirkt, obwohl wir es überhaupt nicht merken. Und das ist auch gut so, weil wenn wir jedes Mal merken würden, dann würden wir uns vielleicht noch was darauf einbilden. Aber sonst habe ich keinen Tipp, mache das und dann ist garantiert, dass du immer vom Heiligen Geist geführt wirst. Aber laut Römer ist es ein Geburtsvorrecht der Kinder Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Also als Kind Gottes haben wir das eigentlich so mit als Geburtstagsgeschenk gekriegt. Ja. Es gibt hier so Fragen auch in Bezug auf das, was du Übernatürliches jetzt selber erlebst. Wie oft und wie erlebst du heute noch Wunder im übernatürlichen Sinne? Ich erlebe sie, aber ich vergesse sie auch. Ja? Krass, oder? Ja, weil ich habe nicht so eine Betonung darauf, weil ich denke, das gehört dazu. Aber ich will eine Sache erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen strange für euch. Und ich war in einem afrikanischen Land, wo es früher Christen gab im Mittelalter, also in Nordafrika, und seit 500 Jahren alle zum Islam übergetreten sind. Und wir sind dort gewandert in der Wüste an einem bestimmten Ort, da gab es auch so alte Ruinen und so kleine Tonscherben. Und meine Frau und diese Missionskrankenschwester, die haben immer, wir sind da gewandert, es war ein Freitag und Freitag ist ja der freie Tag in der islamischen Welt, haben immer so schöne kleine Scherben im Sand gefunden, so mit Vögelchen bemalt oder mit Farben. Und ich habe immer nur so ganz langweilige graue oder braune Scherben gefunden. Und als wir nächstes Jahr wieder da waren, habe ich ein super kindisches und auch selbstsüchtiges Gebet gebetet. Ich habe gesagt: Herr, ich will auch mal eine schöne Scherbe finden. Also was für ein hirnrissiges Gebet. Ja? Und ich bück mich, und das war jetzt einfach mitten in der Wüste, da war jetzt auch nicht, dass da viele Scherben waren, aber ich hebe eine Scherbe auf, so eine Tonscherbe, und da sehe ich, da ist eine Schrift drin. Das ist die einzige, die wir je gefunden haben mit Schrift. In einer alten Schrift, in einem Griechischen. Und da steht auf dieser Scherbe, man hat früher ja oft Scherben zum Einritzen so hat benutzt und was reingeritzt. Steht Jesus in dieser Sprache. Jesus steht da drauf. Die Leute haben vor 600 Jahren aufgehört, diese Sprache zu schreiben. Das heißt, diese Scherbe liegt 600 Jahre mindestens, vielleicht aber auch 800 Jahre dort im Wüstensand an einer Stelle, wo diese vielen Jahrhunderte später ich vorbeikomme, ein total kindisches Gebet bete. Ich würde aber eine schöne Scherbe haben. Ja. Und da wartet Jesus auf mich im Wüstensand. Da habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist so gering. Absolut gering. Ja. Also ich glaube, wir alle, die wir Christen sind, wenn wir die Augen aufmachen, werden wir Wunder Gottes sehen. Ich erzähle noch eins, wenn es gefragt ist. Mein jüngerer Bruder ist in einem Autounfall verwickelt worden. Er lag im Koma, ich kam aus dem Ausland. Meine Mutter rief mich an, das war in der Zeit vor Handys, vor WhatsApp und sowas. Auf unserem Anrufbeantworter, wir kamen gegen Mitternacht. Meine Mutter sagt, ruf an, egal wie spät es ist. Ich rufe an, sagt sie, ja, dein Bruder liegt im Krankenhaus. Liegt im Koma, wahrscheinlich schon, ja, künstliches Koma. Und dann fahren wir dahin von Marburg nach Duisburg 3 Stunden. Ich bin nicht gefahren, meine Frau Elke ist gefahren. Ich habe die ganze Zeit geheult wie ein Schlosshund. Wir kommen in dieses Krankenhaus rein und ich weiß, es ist ein großes Krankenanstalt Duisburg Nord, großes Ding. Riesiger Eingangsbereich. Ich komme da rein und ich weiß, ich sehe jetzt meinen Bruder und der ist wahrscheinlich tot. 39 Jahre war er da. Und in dem Augenblick, wo ich reinkomme, kommt ein Arzt durch das Foyer
sieht mich, stoppt, läuft auf mich zu und sagt, Sie sind doch der Roland Werner. Dann sage ich, ja. Dann sage ich, woher kennen Sie mich? Wissen Sie, dass mein Bruder hier ist? Nein, ich bin Augenarzt, ich bin gar nicht, habe nichts mit der Intensivstation zu tun. Aber ich kenne Sie von christlichen Zeitschriften. Das heißt, wenn ich 30 Sekunden vorher oder 30 Sekunden später gekommen wäre, hätte ich diesen Mann nicht getroffen. Auf dieser Stelle, wo ich sozusagen einen ganz schweren, für mich wahrscheinlich einen der schwersten Gänge meines Lebens hatte bis jetzt, wo ich in dieses Zimmer, wo mein Bruder dann auch ein paar Tage später, haben wir dann erlaubt, dass die Maschinen ausgeschaltet werden, weil es keine Möglichkeit mehr gab. In dem Augenblick kommt einer zu und sagt, ich kenne dich. Das war für mich, als ob Jesus kommt und sagt, ich kenne dich. Ich sehe dich in dieser Situation. Ja, und das kann ich nicht erklären. Natürlich kannst du sagen, das ist ein Zufall. Beide Storys, die ich jetzt erzählt habe, kannst du auch sagen, das ist ein Zufall. Ja, klar. Aber ist für mich mehr als ein Zufall. Ja? Aber ich habe nicht das Bedürfnis, anderen die Existenz Gottes zu beweisen. Wer wäre ich, Gottes Existenz zu beweisen? Ja? Und ich kann Mut machen, aber mehr kann ich auch nicht. Ich denke, diese Geschichten sind ja genau auch wieder andere Brücken, die du schlägst zum Herzen von Menschen, um ihnen den Weg zu zeigen zu Gott. Gell? Eine Frage, die ist bestimmt spannend für uns alle. Wie liest du selber am liebsten die Bibel? Ich setze mich nochmal eben um. Ja, ja mach das. Ich will so ein bisschen. Der Teppich ist da. Ich will dir den Vorrang geben. Ja, so, ich bin so bescheiden. Ja. Genau, nee, dann kann ich dich besser sehen. Du kannst ja die Bibel lesen in Hunderten von Sprachen, so habe ich das Gefühl, ja, in Urtexten. Wie machst du das? Also ich mache ganz viel Bibel hören. Ich hatte Zeiten, da habe ich ganz viel Bibel gelesen, auch als Jugendlicher, auch als junger Erwachsener. Ich habe die Bibel einmal auf Norwegisch durchgelesen, ich habe die einmal auf Spanisch durchgelesen, ich habe die zweimal auf Französisch durchgelesen, ich habe die auf Englisch in verschiedenen Versionen durchgelesen. Ich habe fürs Abi, was sagt er hier, Abi, Matura? Matura habe ich als Vorbereitung, weil ich hatte Latein und Griechisch und ich war faul zum Lernen, habe ich also einfach nur das Lateinische und das griechische Neue Testament einmal gelesen, egal ob ich es verstehe oder nicht, aber laut. Und wenn ich lese laut, das heißt, ich forme die Worte in meinem Mund, auch gerade wenn es eine andere Sprache ist. Aber was ich jetzt gerade mache, ist ganz viel Bibel hören. Wenn ich Auto fahre oder so, Bibel hören. Ja. So wie ich ja erzählt habe, ich habe heute Markus Evangelium bis Kapitel 14 auf Arabisch gehört. Ich verstehe nicht alles. Wenn ich lachen will, höre ich die Bibel auf Holländisch. Ja, das macht mich fröhlich. Oder Schweizerdeutsch wäre vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ich muss ihn noch suchen. Das ist auch sicher, da lache ich nicht so erstaunlich, nur was ihr alles für Laute produzieren könnt. Aber genau, also ich höre zurzeit mehr Bibel. Ja. Wenn du jetzt so Leuten helfen möchtest, die zuschauen oder die hier sind, womit könnte man beginnen, jetzt so einfach etwas mehr hinter der Bibel verstehen zu können? Welche Kommentare, welche Bücher könnten helfen, so einfach noch etwas mehr tiefer in die Bibel reinzukommen? Ja, also ich sag mal, ihr habt hier ja bei ICF wirklich gutes Angebot mit vielen guten Predigten. Das sage ich jetzt nicht, um hier rumzuschleimen, sondern weil ich das wirklich so sehe. Ich meine, wenn jemand wirklich sagt, ich muss auch öfters mal einen Hauskreis leiten oder sowas, da empfehle ich die sogenannte Wuppertaler Studienbibel. Die gibt es, glaube ich, auch online. Ja. Da hat man relativ gute, solide Erklärungen, wo auch die Fragen nicht ausgeschaltet werden, die es sozusagen auch verschiedenen Abschnitten oder Texten gibt. Es gibt aber ja auch so Bibel, wo so kleine Erklärungen drin sind. Ne? Das Bibelprojekt ist nicht schlecht, das hat ja immer diese Comic oder diese gezeichneten Überblicke. Also ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich immer wieder zu lesen und auch vor allen Dingen am Stück zu lesen. Also da ist meine Frau mir ein Vorbild, die hat eine Bibellese-Regelmäßigkeit im Urlaub, dann lese ich auch mal richtig lange viel, so im Alltag. Jetzt muss ich aber sagen, ich sitze jeden Tag mehrere Stunden und mache Bibelübersetzungen in dieser afrikanischen Sprache. Das heißt, ich bin immer damit beschäftigt, aber das ist dann oft auch technisch. Also dann ersetze ich ein Wort an allen Stellen. Da sage ich mal, jetzt habe ich keine frommen Gefühle. Ich glaube auch, man sollte das nicht so von seiner
Gefühlszustand von seinem da abhängig machen, sondern man sollte einfach sagen, ich will auch Informationen haben. Ich habe mal einen alten Pastor kennengelernt, Erich Schnepel, da war der schon über 90. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt und habe gesagt, wie lesen Sie die Bibel? Dann sagte der, ja, er macht das so, der war noch geistig ganz fit, er liest durchgängig die Bibel. Jeden Morgen fängt er und liest weiter, wo er aufgehört hat. Und wenn ihn ein Wort anspricht, also ein Satz, ein Vers, dann stoppt er sofort. Diesen Vers schreibt er sich auf einen Zettel und nimmt den als dieses Wort für diesen Tag. Ja. Tut den in seine Jacke rein und holt den immer wieder raus. Und guckt da öfters drauf. Und dann liest er weiter. Das fand ich auch eine interessante Methode. Ja. Also es gibt unendlich viele Varianten, gell? Die nächste Frage hier, was sind so deine größten Erkenntnisse nach mehr als 50 Jahren Nachfolge von Jesus? Also jetzt, man muss natürlich gucken, dass man nicht zu fromm jetzt antwortet, weil das kann dann so oberflächlich sich anhören. Also ich würde mal sagen, dass meine Erkenntnis ist, die Sache stimmt. Ja? So wie Petrus sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Die Sache stimmt. Gott hat sich so sehr erwiesen in vielen Weisen, dass ich kann gar nicht mehr nicht glauben. Das kann ich nicht. Das Zweite ist, ich würde sagen, ich erkenne immer mehr, das ist jetzt ein frommer Ausdruck, wie treu Gott zu mir ist. Und wie er über Bitten und Verstehen mich segnet. Obwohl ich ganz oft Sachen gemacht habe, die nicht okay sind vor ihm. Aber seine Gnade ist immer größer. Also wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Das heißt, die Gnade Gottes ist der große Faktor. Und dann habe ich eine Bescheidenheit gelernt, auch gegenüber Gott, aber auch gegenüber anderen Christen. Sehr, sehr schnell erheben wir uns über andere Christen, die irgendwas anders machen als wir. Und obwohl ich mir das jeden Tag vornehme, nicht urteilen zu wollen, urteile ich dauernd über andere Menschen. Das erschreckt mich, weil ich mich dann immer so erhebe gegenüber anderen. Und dann, ich gebe ein Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten eingeladen bei einem nichtchristlichen Sender, News. Ralf Schuler fragen, was ist. Manche sagen, das ist ein rechter Sender. Ich sehe das nicht so. Ich wurde gefragt, ob ich denen was über Weihnachten sagen kann. Und ich habe gesagt, ich komme. Jesus ist überall hingegangen. Ich würde zu den Linken gehen, also gehe ich auch zu den Rechten. Das ist eine Chance. Der interviewt mich, also ich will das könnt ihr auch sehen, Roland Werner bei Ralf Schuler, fragen, was ist. Der hat mich, das war vor Weihnachten, der hat mich gegrillt so. Ja. Ist das nicht alles Märchen mit Weihnachten und so, aber so richtig auch gute Fragen, so richtig lapidar. Ne? Ja. Und da war eine Frau, ich kam an und die hat mich also geschminkt oder einigermaßen präsentabel gemacht. Also das Puder, damit ich nicht so glänze, die Geheimratsecken und so weiter. Und ich hatte, mein erster Impuls gegenüber dieser Frau war auch wieder so, die passte jetzt nicht in so das Schema, wie ich sagen würde, dass ich finde, man sich vorteilhaft kleidet oder schminkt. Ja? Ich hoffe, sie sieht das und sie verzeiht mir das jetzt. Ich bitte um Entschuldigung. Aber mein Herz hat sofort die Frau in der Kategorie. Als wir fertig sind mit der Sendung, komme ich raus. Die will mich noch wieder abschminken und sagt, wissen Sie, wir haben gesiezt. Sagen Sie, ich bin so berührt von dem, was Sie von Jesus gesagt haben. Und ich will ihn besser kennenlernen. Da habe ich gedacht, Roland, was bist du für ein arroganter Mensch? Ne? Du tust diese Frau in eine Schublade rein, nur wegen ihres Äußeren. Ne? Und das ist das erste Herz, was sich jetzt öffnet dafür. Und da habe ich gedacht, egal, gut, das ist, 60.000, 80.000 Leute haben das gesehen oder mehr, habe ich gedacht, wenn es nur für diese Frau war, habe ihr dann Faszination Jesus geschenkt. Ich hatte ein Exemplar, ich wollte es eigentlich dem Moderator schenken, der hat es aber schon gehabt, dann habe ich es ihr geschenkt mit einer Widmung. Sie hat sich unglaublich gefreut. Und da habe ich einfach gemerkt, ich muss bescheidener sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Gehen wir noch so in eine technische Frage. Warum besteht die Bibel aus 66 Büchern und warum diese Bücher? Also beim Neuen Testament ist es relativ klar, die 27 Bücher, weil sie sind entweder die Berichte der Augenzeugen oder vermittelt über die Augenzeugen. Das sind dann die Briefe der apostolischen Zeit. Also alles, was nach dem Tod der Apostel kam, auch wenn es gute Sachen waren, wie der erste Clemensbrief oder die Dache und so weiter, rede ich morgen ein bisschen drüber, die sind nicht mehr reingekommen, weil das Kriterium war Augenzeugenschaft oder Apostolizität, dass es von Aposteln kam. Im Alten Testament, das ist ein langer Prozess auch des Entstehens. Und ich glaube eben, dass der Geist Gottes nicht nur den einzelnen Autoren und Verfasser geleitet und inspiriert hat, obwohl es kein Diktat ist. Ne? Der Paulus, der schreibt anders als Petrus und der Markus schreibt anders als Lukas und so weiter. Es ist ganz viel menschliche Individualität da drin. Aber ich glaube, dass Gott auch den gesamten Prozess geleitet hat. Und so haben wir auch das Alte Testament, und alt ist hier ja kein schlechtes Wort, sondern alt ist ehrwürdig, also Gutes, manche sagen das Erste Testament, empfangen aus der Hand des Gottesvolkes Israel. Und in den evangelischen Bibeln sind halt die Teile, gehören zum Alten Testament, die auf Hebräisch es gibt. Das, was wir Apokryphen nennen, was aber in den katholischen Bibeln auch drin ist, da sind ja noch diese Schriften dazwischen drin, die gibt es aber nur auf Griechisch, die sind später geschrieben. Von denen hat Martin Luther zum Beispiel gesagt, sie sind nützlich und gut zu lesen, aber dem Wort Gottes nicht gleichzuhalten. Also es ist ein langer Prozess, da müsste ich jetzt auch einen ganzen Vortrag drüber halten. Warum genau diese Bücher? Aber das Alte Testament hat sich aus 3 Kategorien zusammengesetzt. Erstmal die 5 Bücher Mose, die Tora. Zweitens dann alles, was man Propheten nennt. Und da gehören auch die Geschichtsbücher, Josua, 1. Samuel, 2. Samuel, Könige und so weiter dazu. Warum? Und auch dann die echten Propheten, Daniel, Jeremia, weil auch die Geschichte prophetisch gedeutet wird. Und das dritte sind dann die anderen, die Weisheitsbücher und die Psalmensprüche, Weisheitsbücher. Da ist sozusagen, ich sag mal, da wird die Kultur der Menschen aufgenommen und mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht. Ja, es ist ja nicht, letzter Satz dazu, die Bibel muss man ja im Kontext lesen. Ja, wenn zum Beispiel Psalm 2, es heißt, es gibt keinen Gott, dann kann man sagen, die Bibel sagt, es gibt keinen Gott, aber man muss lesen, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ja? Also man muss es im Kontext lesen. Sehr gut. Ich denke, wir könnten hier noch lange weiter fragen. Wir sind aber jetzt so zeitlich am Ende des Abends angelangt. Ich würde sehr gerne dich bitten, einfach noch uns zu segnen. Ich denke, wir alle wünschen uns, Brücken schlagen zu können zu Menschen, über den Verstand, aber auch andere Brücken, wie du auch erwähnt hast. Und segne uns doch zum Schluss dieses Abends. Vater im Himmel, du bist die Quelle des Segens. Aus deiner Fülle leben wir. Aus deiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Dafür danken wir dir. Und jetzt bitten wir dich um Segen für uns. Du siehst die tiefen Fragen unseres Herzens. Du siehst die Wunden in unserem Herzen. Aber du siehst auch die Zweifel. Und du siehst aber auch unseren Wunsch, Menschen von dir weiterzugeben. In Wort und Tat, in unserem Leben. Hilf uns dazu und segne uns. Und Herr, lass das, was wir heute gehört haben, und lass es weiterwirken, dass wir zu Zeugen werden, Zeugen deiner Lebendigkeit, deiner Tatsächlichkeit, deiner Auferstehung. Herr, so segne uns, behüte uns, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns. Herr, sei uns gnädig, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank, Roland. Lass uns Roland nochmal Danke sagen. Wunderbar gemacht. Vielen Dank euch, dass ihr hierher gekommen seid. Und auch diejenigen, die online zugeschaut haben, vielen, vielen Dank. Ein kleiner Hinweis zum Schluss. Wir starten nächste Woche mit dem College. Also wenn du über die Bibel mehr erfahren willst, zum Beispiel unser Bible Track, wäre diese Möglichkeit. Nächsten Mittwochabend kann man da einfach reinschauen, sich mal so ein bisschen reinschnuppern, bevor man dann einen ganzen Semesterkurs besuchen muss oder darf. Also ihr könnt auch auf icf.ch/college mehr über diesen Bible Track und andere Tracks hier im ICF erfahren. Morgen Abend ist Roland nochmal hier bei der ICF Youth.
Da sind alle Leute willkommen, die so im Alter zwischen 16 und 19 sind. Das wären heute Abend wenige von uns, gell? Auch ich nicht mehr ganz. Aber online ist es für jede Frau, jeder Mann zugänglich. Also ihr dürft gerne online den Roland noch mal genießen morgen Abend. Jetzt eine gute Nacht, schlaft gut oder habt noch eine schöne Party. Diejenigen, die noch eine Summer Night Party haben. Ja, ist ja warm heute, gell? Und bis bald. Tschüss zusammen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.